Meine Damen und Herren, Kölle Alarv, die Mädchensitzung vom Tanzbrunnen in Köln. Wir wünschen viel Vergnügen. Willkommen, Kölle Alarv, hey, die ZDF-Mädchensitzung aus dem Theater am Tanzbrunnen in Köln. Ja, Sie merken es, wir sind erst froh, endlich wieder fast den Lovend feiern zu können. Und das in bewährter Hybrid-Manier, ne? Mit euch zu Hause an den Geräten. Und natürlich, hey, mit all den Jackeweber im Saal. Ihr habt nichts verliert, herrlich. Also, was war das für ja? Ich finde ja, da brauchen wir eine Fachkraft, um sich da überhaupt noch einen Reim drauf machen zu können. Und kein Sorge, auch wenn wir ZDF sind, jetzt kütt nicht Matthias Reim. Jetzt kütt einer, eine Reimfachkraft, die es immer wieder zum Lachen schafft. Einer, der lustig und auch ja drupp ist, für euch auf die Bühne, kütt jetzt da Tuppes. Viel Spaß! Hier ist der Tuppes mit viel Kölsch im Klav. Fastelavond, Lev, Mädchen und Kölle. Ach, wär ich nur ein einzig Mal ein schmucker Prinz im Kölsche Mädchen, Kölsche Junge sind dem Herrjot Jotje. Und soll dich im Leben ein Mädel mal freien, muss es eine mit Heizung und Gasspeicher sein. Sag immer, Humor ist, wenn man trotzdem lacht, auch wenn man in die Hose. Was ja im Fall von Sanifair unterm Strich sogar günstiger wäre. Einen Euro nehmen die was für ein Wahn fürs Pinkeln auf der Autobahn? Da sprechen sogar Experten schon von der sogenannten Urinflation. Weshalb ich mir ganz sicher bin, eine Kackpreisbremse macht jetzt Sinn. Sonst dauert's nicht lang, da kommt der Tag, da brauchst du fürs Pinkeln einen Bausparvertrag. In Köln hat man jetzt drauf gedrängt, dass man Kardinal Wölki ein Fahrrad schenkt. Egal was es kostet, egal was es kann, Hauptsache ist, ein Rücktritt ist dran.
Karl Lauterbach gibt bald Cannabis frei. Finde ich gut, den erträgt man nur high. Ungeklärt ist noch, gibt's für die Joints auch vom Dealer am Bahnhof Payback Points? Boris Johnson, der alte Party-Fan, früher Premier, Downing Street 10, sang und tanzte im Stil eines Strippers. Dankeschön, 40 Jahre, die... Herzlich willkommen im ZDF-Fernsehgarten. Hör mal, sehr beliebt es ist auch eben, sich auf Straßen festzukleben, wo man sich kritisch fragt, gewiss, ob das auch Biokleber ist. Was schwer an meine Nerven sägt, wenn man Aktivisten von dannen trägt, dass denen die Straße am Hintern noch klebt und dadurch ein neues Schlagloch entsteht. Wir alle müssen was machen fürs Klima, doch Sinn und Verstand wären dabei schon prima. Und da gibt es Diskussionen, die ich per se ehrlich gesagt nicht so richtig verstehe, wo man sich das Wort im Munde rumdreht, sobald es um Laila und Winnetou geht. Zur Erinnerung mal, ganz profan, es geht um ein Lied und um einen Roman. Beides will nur Unterhaltung probieren und nicht politisch korrekt informieren. Macht doch die Welt... Macht doch die Welt bitte mit so einem Driss nicht noch komplizierter, als es schon ist. Sonst heißt es bald, wenn ich durch München lauf, im Trachtengeschäft mir eine Lederboots kauf, dass ich die Probleme der Welt ignoriere und Bayern auf seine Klischees reduziere. Also da kann ich mit ruhigem Magen jetzt schon die Prognose wagen. So viel Bier passt nicht in mich rein, um davon überzeugt zu sein. Und dann gab es auch noch völlig blemblem im Lande Katar eine Fußball-WM. Da hätte man besser mal nachgedacht und erst mal einen Christopher Sweet Day gemacht. Aber unser Team hat engagiert gegen die Zustände da protestiert und sich gesagt, wir sind zwar fit, aber machen das Achtelfinale nicht mit. Ein Comeback der besonderen Art hätte man sich mal lieber gespart. Karl Theodor zu Guttenberg ging als Moderator ans Werk und hat mit Gottschalk ungeniert den Jahresrückblick moderiert. Als wenn das ganze letzte Jahr nicht beschissen genug schon war. Mich erinnerte das auch irgendwo an die zwei Alten aus der Muppet Show und hab an Ex-Minister Scheuer gedacht, wann der Pleiten, Pech und Pannen macht.
Stattdessen gibt's was ganz Wunderbares. Boris Becker macht Bares für Rares. Ja. Robert Habeck hat unser Land irritiert und Insolvenzen neu definiert. Statt pleite zu gehen, macht man eine Pause und bleibt über den Winter einfach zu Hause. Lieber Robert, hör mal gut zu, was ich sag. Wechsel doch rüber ins Comedy-Fach. Da hast du Talent, das ist nicht übertrieben. An so einer Pointe hätte ich lang geschrieben. Ja. Und man munkelt ja auch, Robert Habeck dreht eine Neuverfilmung vom Winde verweht. Und Olaf Scholz, der spielt für uns im neuen James Bond den Doppelwumms. Seitdem habe ich den schlimmen Verdacht, dass Christian Lindner den Bergdoktor macht. Ja. Und ich höre schon wieder, wie einer sagt, der Tuppes vom Land hat sich lustig gemacht über Politiker unseres Landes. Wenn man das Unvermögen deren Verstandes umwandeln könnte, irgendwie in Strom und Gas und Energie, dann hätten wir, vermute ich sehr, 100 Jahre keine Probleme mehr. Hör mal, frag mal einen Handwerker nach einem Termin. Kannst schon tuschen, Markus. Da kriegst du zur Antwort, das kann sich noch ziehen. Gern auch noch mit dem Zusatz dabei, 2030 wäre wohl noch was. Ich frag mich, wo sind die Handwerker hin? Und worin genau liegt noch mal der Sinn, dass sich gemäß diesem dämlichen Trend jeder Zweite nur noch Manager nennt? Wann hört er endlich auf, der Stuss, dass jedes Kind studieren muss, weil Eltern meinen, unser Sohn, das ist der neue Einstein schon? Es wird Zeit, dass ihr die Idee begrabt, euer Kind sei deshalb hochbegabt, nur weil es sein Handy richtig rumhält und beim Kacken nicht von der Kloschüssel fällt. Ja, wohin hat's unser Land denn gebracht, dass kaum einer mehr eine Ausbildung macht, weil man lieber studiert Philosophie oder die griechische Mythologie? Ja, was nützt es uns am Ende dann, wenn man Sokrates zitieren kann, wenn es keinen mehr gibt, der einen Blaumann trägt und weiß, wie man Nägel in Wände reinschlägt? Dann können wir zwar alte Griechen zitieren, doch uns im Hintern, nein, im Winter die Hintern abfrieren. So war das. Oh Gott, das wird... Herrlich. Ihr seid so schön bunt kostümiert, ich habe das so lange nicht gesehen. Ich genieße das so. Ja. Auch in der Medizin, oh Graus, sieht's leider nicht viel besser. Weil's Personal fehlt, muss man dann jetzt als Patient schon selber. Ich dachte, mein Zahnarzt macht einen Witz, als der mir sagt, hier ist der Spritz. Und spürst du gleich die Schmerzen fliehen, kannst du den Zahn dir selber ziehen.
Und dann rief noch mein Nachbar an, ob ich mal eben kommen kann. Doch sein Problem sei sehr intim. Darmspiegelungsvideostream. Dabei führt der Patient daheim die Kamera sich selber ein und überträgt das Livebild dann zum Arzt, der da was sehen kann. Vorausgesetzt, die Leitung steht, Internet und WLAN geht. Ich sag, bewahrte Ruhe, Klaus, schalt mal den Router ein und aus. Seht der für mich, du Witz wie Jur, der WLAN-Router steht im Flur. Und ich kann grad, du wirst verstehen, aus Gründen momentan nicht gehen. Worauf ich zu ihm sagte dann, ich rufe für dich die Hotline an. Damit ihr wieder WLAN kriegt, bleib liegen und beweg dich nicht. Jetzt hing ich da 2 Stunden lang in so einer doofen Warteschlange, bis irgendwann wer war so frei zu fragen, was mein Thema sei. Ich sag, ja, wie erkläre ich das? Mal unter uns, ganz ohne Spaß, des Nachbars WLAN ist dahin und der hat grad was hinten drin. Seht für mich die Hotline-Frau, Sie sind ja eine perverse Sau. Hat sich künstlich aufgeregt und dann der Hörer aufgelegt. Da brüllt mein Nachbar sorgenvoll, wie lange er denn noch warten soll. Ich sag, dein WLAN ist ein Krepierer. Setz dich mit dem Hintern auf den Kopierer. Dann zeige mir denen, wie man das mäht und schicken die Bilder mit dem Faxgerät. Und sind dann die Bilder noch immer nicht da, dann nehme ich die Polaroid-Kamera. Im Ehrenamt und im Verein ist man jetzt plötzlich auch allein. Da wird sogar im Brauchtum still, weil kein Mensch mehr was machen will. Die einen liegen auf der Couch, befinden sich im Netflix-Rausch und sagen mit bequemem Lachen, lass das mal die anderen. Doch den anderen wiederum wird's allmählich auch zu dumm, weil man's ja heutzutage dann auch keinem Mensch mehr recht machen kann. Dafür gibt's aber irgendwie haufenweise Bürokratie und die sorgt dafür, dass du im Saal heute fast mehr Notausgänge als Sitzplätze hast. Als nächstes fällt denen auch noch ein, Konfetti muss glutenfrei sein. Und die Sitzung findet nur statt, gewiss, wenn der Elverer kompostierbar ist. Da würde ich mal sagen, ich glaube, es reicht. Menschen im Ehrenamt haben es nicht leicht. Und dass sie sich trotzdem so knien rein, dafür können wir froh und dankbar sein. Für Menschen... Für Menschen, die noch etwas bewegen, statt die Hände in den Schoß zu legen, sich in ihrer Freizeit verschleißen und für andere den Hintern aufreißen. Ein großer Gewinn für Gesellschaft und Land. Ein Kölle Alaf aufs Ehrenamt. Lev Major! Mir Kölsche singe, wat keiner versteht, selbst nachts um 3, wenn et Trömmelsche.
stand total ob Schokolade, Blutwurst, Kölsch und... Wir sind bei jedem Spaß dabei, wir sind Piraten, wild und es ist für uns das größte Glück, stand mir ob der Düchser und luren wir dann von da über der Strom und sind dann unsere Staatse. Dann singen wir ganz brav und fromm, ich möchte zu Fuß. Und wenn wir uns jetzt noch bewusst machen, dann, was wir an unserem Fastelehr haben, kann daraus eine riesige Kraft entstehen und vielleicht sogar ein Wunder geschehen. Der Karneval ist, was mir so gefällt, die schönste Friedensbewegung der Welt. Und wir machen es gerne auch denen klar, in Russland, Iran, China, Katar, dass wir überzeugt davon sind hier am Rhein, dass jeder das Recht hat, glücklich zu sein. Oder quer, ob Knecht oder Herr, wir lassen nicht vom Fasten. Ich bin jetzt fort und Ihren Ort mit mir im Klav. Danke fürs Zuhören und Kölle! Ihr seid der Traum eines jeden Redners. Dankeschön. Was hast du schön Sache zum Lachen gefunden? Ma danken doch glücklich. Leben, ja? Runge! Jetzt! Ich merke, dass ihr alle jetzt singen wollt und jetzt tanzen wollt. Und das machen wir jetzt auch. Denn die Band, die jetzt kütt, die hat auch ein Jubiläum. Vor 10 Jahren haben die 5 Schulfreunde ihr erste Platte rausgebracht. Und wenn man den Namen hört von der Band, ne, da ist man ganz schnell am falschen Dampfer. Die haben nichts zu tun mit dem Dumse Tünn oder mit Schäfers Nas oder mit dem Karate Jackie. Das Milieu, um das es hergeht, das ist ein Biotop, in dem großartige junge Musiker der alle Klang unserer kölschen Sprache in modernen Melodien dengele, um zukünftige Mitsing-Klassiker zu machen. Und das können die richtig gut. Dieser Mix aus Tradition und Moderne begeistert alt und jung. Und wir können uns jetzt ins Anluren, wie frisch und knackig die Brauchtumspflege sein kann. Mädchen, stort up von der Stühl. Jetzt geht es für die Beine und zum Singen. Begrüßt mit einem riesen Applaus für euch auf der Bühne jetzt Milieu! Einen wunderschönen guten Abend, liebe Mädels. Geht es euch gut? Ihr dürft eure 7 Sachen packen. Es könnte ziehen. Wir heben ab zum Wolkeplatz. Du sagst, lass uns Höckchen probieren. Ich sag, was hast du für? Du sagst, du kennst den Platz in der Wolke. Und ich sag, worauf warte mir? Worauf warte mir?
Wir heben ab zum Wolkeplatz und über uns der Puls der Stadt. Und der geht dam, 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 da, 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 dam, 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 da, 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 dam, 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 sie lügt so klein wie Insekten, die Hüschen sehen aus wie ihr Mond. Der Fluss, ein vibrierender Orte und Felder, sie leuchten in ihr Ort, sie leuchten in ihr Ort. Seid ihr bereit? Mir der Puls der Stadt. Und er geht dam, 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 da, 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 dam, 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 da, da, dam, da, 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 dam, 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 da, da, dam, da, 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 dam, 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 da, da, dam, 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 da, 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 dam, 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 da, da, dam, da, 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 das noch ein kleines bisschen lauter. Wir singen dam, dam, dam. Dam, 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 da, 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 da. Mädels, wie sieht's aus? Könnt ihr noch? Seid ihr noch bei Stimme? Dann lasst mal hören. Es ist nur ein Wort. Ganz oft hintereinander. Es ist wirklich einfach. Achtung! Dam, dam, dam. Eins, zwei, drei, springen! Habt noch einen wunderschönen Abend und eine noch schönere Session. Feiert die Buntheit und feiert die Vielfalt, denn davon kann es nie genug geben. Tschüss zusammen! So, und auch wenn wir froh sind, dass die sich für eine Jode-Kölsche musikalische Ausbildung entschieden haben, macht uns Wigger freut. Wir bedanken uns von Herzen beim Milieu mit einem donnernden Kölle! Milieu!
und eine ZDF-Mädchensitzung. Im letzten Jahr sind ja ein paar Sachen, sagen wir uns, komisch geworden. Und manche Leute auch ein bisschen bekloppt. Ja? Stichwort kulturelle Aneignung. Ja? Da wird eine jede Idee durch ein paar Übereifrige ad absurdum geführt. Und auf einmal wird darüber diskutiert, ob ein heterosexuelle Schauspieler einen Homosexuellen darstellen darf. Ja? Also andersrum war das noch nie ein Problem. Und unter uns, das sind ja Schauspieler. Ja? Die kriegen ihr Geld dafür, dass die so dünn als off. Schön, dass man das klären konnte. Jetzt hier das Everlück die Sache, was darf man denn eigentlich noch? Ne? Dürfen sich denn zum Beispiel junge Menschen überhaupt als Senioren verkleiden und dann lustige Sachen aus ihrem Alltag erzählen? Ja, absolut. Aber nur, wenn sie vorher zum Wärmwede 3 Wochen lang SUV fahren und wenn sie das Jod machen. Also nicht das SUV fahren, ne? Das aus ihrem Alltag erzählen. Und unsere Fastelovens-Variante von Waldorf und Stettler, die machen das zig Jahre. Ganz hervorragend. Deswegen, wärmt euch die Lachmuskeln ab. Jetzt heißt Bühne frei für Willi und Ernst. Gibt's am Arsch. Abend. Läuft super, Ernst. Ja, herrlich. Wenn wir uns ganz kurz noch mal selbst vorstellen dürften. Mein Name ist Willi Naumann, das ist mein bester Freund Ernst Schneider. Wir sind Rentner. Und was für Sie ganz entscheidend sein dürfte, wir sind immer noch Single. Ja, sehr Ja, und ich habe sehr wohl die gierigen Blicke da vorne gesehen, nicht wahr? Nein, das ist, normalerweise kenne ich dieses Funkeln und dieses Blinken nur nicht aus der Notfallbehandlung, ne? Also, sag ich mal, wenn da am OP-Tisch einer liegt und es blinkt, dann weiß es, es ist eng, aber da vorne Donnerwetter. Nein, ich muss das wirklich sagen, hier steht der Thermomix unter den Singles. Ja. Ja, es ist wirklich, ich sage euch, ohne Ende Funktion und immer auf Standby, nicht wahr? Du hast jetzt nicht wirklich gesagt, du wärst der Thermomix unter den Singles? Doch, habe ich gesagt. Was heißt das denn? In einem halben Jahr stehst du nur noch in der Ecke rum, keine Sau interessiert sich für dich und du hast 2000 € gekostet? Ja, aber ich habe WLAN. Ich kann Regionen im Körper ansteuern, die spürst du gar nicht mehr, mein Freund. Da vorne, Sie haben Ihre Quietsche-Ente mitgebracht. Ich würde mit Ihnen jederzeit in die Badewanne steigen. Ja. Er hat noch nicht mal Seepferd. Das Tier ist ja ein Wassertier, das braucht ja seine natürliche Umgebung. Lass doch mal. Da vorne, auch wunderbar, da ist sie, guck mal, das ist wirklich da vorne, wirklich. Hier vorne ist ein die Königin Marienkopf. der 7 Weltmeere sitzt da vorne, ich bin begeistert. Ja, und hier steht der Fluch der Karibik. Doch, Musst du nicht machen. jetzt hört doch mal auf, was ist denn los? Ich bin aufgeregt. Ernst? Ja. 13 Uhr. Nee, wir haben abends, hör auf. Verstehst du? Augen auf 13 Uhr. Am Gang. 2 Krätzchen. Das ist sogar 13:13 Uhr. Ernst, da sind 2 Frauen, die sind richtig gut drauf. Und wir sind auch gut drauf. Und wir haben noch 2 Tabletten.
Junge, wie soll ich es sagen? Das ist Makoma. Da fließt das Blut in die falsche Richtung. Das ist bei dir nicht zielführend. Das ist, 2 mal 0 ist 0. Ne? Oh, das war nicht politisch korrekt. Das wird rausgeschnitten vom ZDF. Da habe ich gerechnet. Da sitzt jetzt schon einer im Übertragungswagen. Schnipp, schnapp, das sag ich dir. Nein, du musst heutzutage wirklich aufpassen mit politisch Korrektness. Das stimmt. Das will man ja auch. Sag mal, aber warum? Du trägst ja 2 One-Love-Binden, kleines Frettchen. Ja, ich möchten's. Hör auf, mich Frettchen zu nennen. Ich habe noch nie ein Frettchen mit One-Love-Binde gesehen. Das ist ernst. Wie laufen die überhaupt? Ich bin Willi, scharf wie Chili. Ich bin kein Frettchen. Mein lieber Freund, nix an dir ist scharf. Der kommt mir manchmal vor wie ein Spiel. Ne? Wie ein Schweizer Taschenmesser. Natürlich, du bist wie ein Schweizer Taschenmesser. Im Ernstfall kriegst du die richtigen Klingen nicht raus. Ne? Das ist ja immer so... Das ist ja immer so... Korkenzieher. Zahnstocher. Frettchen, warum hast du 2 One-Love-Binden, ne? Mann, weshalb trage ich die? Ich möchte ein Zeichen setzen und ich habe Hühnerprodukte in der Hose. Das ist eine vollkommene Übertreibung. Du hast doch keine Hühnerprodukte, du hast Storchenbeine, hast du. Der Hühnerschenkel an sich ist kräftig, wohlgeformt und durchtrainiert. Verstehst du? Bitte, guckt ihn euch mal an. Dreh dich mal rum, hier. Dreh dich mal rum. Und, was seht ihr hier? Kein Arsch in der Buchs, du. Mein lieber Freund, wie habe ich früher gesagt, lieber Storch, du dauerst mich. Hast du schöne rote Beine, aber Waden hast du keine. Das ist... Ha, ha, ha. Trotzdem möchte ich jetzt meine Erklärung vorlesen. Ja, richtig, das ist wichtig. Obwohl ich der Ältere bin, bin ich der Attraktivere. Das ist... Ach, nein, das war nicht die Erklärung, die ich meinte. Das war nicht die Erklärung? Aber vielleicht wie ist die Erklärung? Nicht vorher mal die Damen ein bisschen kennenlernen. Ja, ja. Passen Sie auf, wir machen das wie folgt. Wir stellen Ihnen Fragen, Sie beantworten die mit Handzeichen. Ja. Wir machen mit, dann erfahren wir was über Sie und Sie über uns. Richtig. Ja? Deswegen, wie nennt man einen Delfin in Unterhose? Slipper. Nein, sowas steht in der Apothekenumschau, verstehst du? Und deswegen wunderst du dich, warum ältere Menschen nicht mal Tabletten nehmen. Die müssen das ertragen. Okay, die erste Frage. Wer von Ihnen war schon mal an Fastelovend als Indianer verkleidet? Ja. Oh, ja, das ist politisch. Ja, waren noch einige. Sehr schön. So, wer hat schon mal Mohrenkopfbrötchen gegessen? Hi! Ja, jetzt wird es gefährlich. Ja. Jetzt wird es interessant bei der Mädchensitzung. Wer war bei den Sternsingern schon mal schwarz angemalt? Tja. Sie waren schwarz angemalt. Welche Pfarrei war das? In Marienburg. Ja. Da siehst du mal. Da ist einiges möglich. Ja, ja. Da reicht der lange Arm von Wölki nicht hin, verstehst du? Wobei, Wölki, wer darf als Einziger mit dem Zollstock in die Kirche? Der Messdiener. Nein, das ist... Ja, das ist der Liebling. Das ist politisch schwierig. Deswegen, da muss man aufpassen. Jetzt hört mal auf. Wer von Ihnen hatte schon mal Corona? Sehr sichere Veranstaltung, sehr sicher. Wer hatte schon 2-mal Corona? Ja. Wer ist kurz vom 3. Mal? Es ist nur ein Kratzen, es ist nur ein Kratzen. Keine Angst, es ist harmlos. Aber ich möchte jetzt trotzdem nicht, dass mir falsch verstanden werden. Ich verlese jetzt unsere Erklärung ernst. Ja. Du hast eine schöne Figur für dein alter Frettchen, wirklich. Lass es. So viel Platz hätte ich mal gerne in der KVB, wie da hinten in deiner Hose ist. Du. Willi und Ernst erklären hiermit, dass wir nur Spaß machen wollen und mit dem, was wir hier machen, keinen beleidigen oder verletzen wollen. Ja, denn wir lieben alle Menschen. Ja. 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 Denn wir lieben alle Menschen, egal welche Herkunft, egal welche Religion, egal welche Sexualität. Und wir lieben alle Menschen, sogar die Holländer, nicht wahr? Ja. Doch. Ich winke immer, wenn ich die sehe. Der ein oder andere hat manchmal einen Kippeling dabei. Verstehst du? Musstest du das jetzt erwähnen? Ich mag so gern verkandeln. Ich möchte das sagen.
Denn uns ist es komplett egal, wie jemand lebt und liebt, es zählt nur der Mensch. Des Weiteren wollen wir hiermit festhalten, dass wir bei unserem Auftritt nicht gendern. Und das machen wir nicht, weil wir was gegen die Gleichberechtigung von Mann und Frau hätten, sondern weil wir uns die zusätzlichen Kosten für die Haftcreme nicht leisten können. Ja? Ja? Dieses kleine Frettchen hat schon 3 Sterne gesprochen, da war nur einer im Text. Das sieht ganz befremdlich aus. Willi und Ernst sind Freunde der Gleichberechtigung. Und natürlich sollen Frauen genauso viel verdienen wie wir. Ja. Da wäre aber ein Rückschritt für die Frauen. Ich kenne mal. Wie normale Männer. Ja. Willi und Ernst treten ein für Gleichberechtigung, Gewaltfreiheit, Kampf dem Rassismus und sexuelle Freiheit. Ja. Obwohl wir nicht viel Erfahrung damit haben, nicht wahr? Das ist, ich plädiere für einen Woodstock in Köln, nicht wahr? Das würde sich... Denn für Willi und Ernst gibt es nur Menschen und Vollpfosten. Und diese Vollpfosten, die können alles sein. Die können auch mal weiblich sein, die können männlich sein, die können dunkelhäutig sein, die können weiß sein. Die können Islamer sein. Wie? Islamer. Wen meinst du? Die Islamer, das sind die radikalen Moslems. Die Nein, du meinst Islamisten und natürlich sind das Vollpfosten. Aber das Wort Islamer, das gibt es überhaupt nicht. Jawohl, jedes das Wort Islamer. Nein, das Wort gibt es nicht. Jedes wohl. Natürlich, ein Schneck Islamer als ein Eidechs. Natürlich, das sagt man so. Ich habe schon einige gesehen davon, nicht wahr? Doch, natürlich. Ne? Und deswegen, das ist... Ernst! Du musst Sätze bilden. Das ist aber... Ernst! Doch, red mal so mit einem vom Ordnungsamt, die lassen dich fahren. Da haben die Brüder keine Lust zu, ne? Hier, stopp, Fahrzeugkontrolle, Führerschein, Papiere. Fahren Sie weiter. Mann, du musst wirklich Sätze bilden. Du machst das immer mehr. Ein Satz besteht aus Subjekt, Prädikat und Objekt. Ja, das sagen viele. Nein, es ist so. Ich habe mich mit Sprache auseinandergesetzt. Ich habe da was festgestellt, was jetzt Ihnen nicht unbedingt gefallen wird, aber ich habe festgestellt, Arbeit ist weiblich. Es heißt nämlich die Arbeit. Im Umkehrschluss heißt es der Alkohol, der Fußball, der Mittagsschlaf, der Sex. Alles männlich. Das ist ein Zeichen. Nö. Ja. Nö. Das heißt aber doch die Kneipe. Ne, die Kneipe oder die Gaststätte. Solange der Tresen ist, ist alles in Ordnung. Ja, aber das ist es, nicht wahr? Der Tresen. Wir haben eben noch am Tresen gestanden. Wir waren im Heumarkt, schön gegenüber, ne, auf der anderen Seite. So, und vor uns am Tresen, da war hier einer aus Düsseldorf, einer aus Bonn und so ein Kölsche, ne? Und wirklich, da muss ich erzählen, ich bin immer noch traumatisiert. Wirklich. Ja, wirklich. Und auf einmal geht die Türe auf. Es ist immer toll, wie du Türen spielst, Ernst. Ja, ich kann auch eine Schwingtür. Na, scheiße ist es immer, wenn du eine Glastür hast, ne? Das ist der Moment. Da hat er sich im Übertragungswagen ins Höschen gemacht, nicht wahr? Oder Ernst, was soll das jetzt sein? Drehtür. Häufig stehe ich abends bei mir vom Spiegel und rufe immer wieder nach oben, lieber Herrgott, wirf Steine oder Hirn, Hauptsache du triffst mich, aber es gibt nichts. Ernst, jetzt erzähl, was uns in der Kneipe passiert ist. Ja, wie gesagt, wir sind in der Kneipe und auf einmal geht die Türe auf. Und da könnte Jesus rein. Jesus, komm in die Kneipe. Naja, auf jeden Fall hätte er so eine Frisur gehabt. Vielleicht war das auch der Anton Hofreiter von den Grünen. Doch, der läuft ja auch so verzottelt rum. Nein, der Hofreiter hat nichts mehr zu sagen. Stimmt, der hat keine Message, der hat nur die Haare schön. Richtig, ja. So. Das war Jesus. Das war Jesus. Ja. Auf jeden Fall, da springt der Düsseldorfer auf und sagt, Jesus, was mähst du dann hier? Und dann sagt der Jesus, berühmt dich, mein lieber Düsseldorfer. In Düsseldorf geborener. Ich hatte gerade oben nichts zu tun. Falls jemand von euch Schmerzen hat, ich könnte heilen.
Das ist aus Düsseldorf, ja gut, dass du da bist. Ich habe immer so Schmerzen hier am Rücken. Könntest du mal gucken? Sagt der Jesus, kein Problem. Geht hin, legt die Hand auf den Rücken, sind die Schmerzen weg. Springt er aus Bonn auf und sagt, Jesus! Der hatte so eine Stimme. Ja. Jesus! Ich habe mich selber erschrocken. Jesus! Ich habe immer so Schmerzen am Oberarm. Könntest du mal gucken? Sagt der Jesus, kein Problem. Geht hin, legt die Hand auf den Oberarm. Sind die Schmerzen weg. Da will Jesus gerade in Richtung von dem Kölsche hingehen, streckt die Hand aus, da schreit der Kölsche. Fass mich nicht an, ich bin noch 4 Wochen lang krankgeschrieben. Ja, so. Ja. Und das ist pfiffig, nicht wahr? Das ist pfiffig. Ernst? Das, ja. Die Frau aus Marienburg lächelt mich immer noch an. Glauben Sie an die Liebe auf den ersten Blick? Immer. Ich auch, ich auch. Sie haben das schon gesehen, wenn er sich so am Höschen zieht, hat er Witterung aufgenommen. Ich weiß, das geht jetzt vielleicht für Sie alles ein bisschen schnell, aber ich bin wirklich an einer festen Beziehung interessiert. Von langfristig kann bei mir nicht mehr die Rede sein. Ja. Und ganz kurz, ich weiß, ich bin vielleicht nicht perfekt, aber ich spüre zwischen Ihnen und mir, das kann perfekt werden. Nein, wie schön, das war ein Filmzitat. Ja. Das war aus Findet Nemo. Ja, das war, als der kleine Guppi aus der Toilettenspülung auftaucht. Ja. Nein, hör auf. Hör auf. Doch, ich weiß es noch. Und dann kam jemand, hat abgezogen. Glauben Sie wirklich an das Glück der Liebe? Ja, kennen Sie Schnick, Schnack, Schnuck? Schere, Stein, Papier. Passen Sie auf, wir spielen Schnick, Schnack, Schnuck. Folgende Regel, wenn ich gewinne, darf ich Sie gleich noch mal ansprechen. Mein lieber Freund, die Frau trägt einen Ring am Finger, das sehe ich durch die Handschuhe. Sie wird gefangen gehalten, verstehst du? Wenn ich gewinne, darf ich Sie noch mal ansprechen. Wenn Sie gewinnen, bekommen Sie meine Telefonnummer. Ja. Passen Sie auf, bei Unentschieden, das ist ein Zeichen von Amor. Dann lade ich Sie zu mir ein, ich koche für Sie, wir verkosten leckere Weine und dann können Sie ja nicht mehr fahren und dann müssten Sie ja bei mir. Das wäre bei Unentschieden. Da würde ich lieber ins Dschungelcamp gehen, das sage ich Ihnen. Da haben Sie Frettchen zum Anfassen. Das wäre bei Unentschieden. Ich nehme Papier. Ich glaube, es läuft super. Sind Sie bereit? Schnick, Schnack, Schnuck. Oh, Schere. Oh. Okay, dann werde ich Ihnen jetzt ein Lied singen. Ich liebe Roland Kaiser und ich liebe Frau Kelly. Und die haben ein Lied geschrieben. Ja, die haben ein Lied geschrieben, was genau auf diese Situation passt. Reg dich nicht so auf. Doch, ich füge sie hinzu. Nur eine kleine Silbe und das passt auf diese Schere. Du machst mit. Ich mach mit? Ja. Ja. Ihr denkt, das wäre Unterwäsche. Das ist ein Tattoo. Ja. Ich darf nicht alles glauben, was ich denke. Dieses Lied wird dich jetzt immer an diese Mädchensitzung erinnern. An diesen einen Moment, wo sich dein Leben hätte ändern können. Musik ab! Du solltest nie allein auf eine Sitzung gehen. Ich wollte mich um dich nur im Kreise drehen. Ich wollte dich. Du willst mich nicht. Ich wünschte einfach, dass wir nur beisammen sind. Du solltest nie allein an der Theke stehen. Ich wollte dir nur tief in die Augen sehen. Ich wollte dich. Du willst mich nicht. Ich wünschte einfach, dass wir nur beisammen sind. Warum hast du nur Nein gesagt?
Es lag allein an dir. Mit diesem Hauch von fass mich nicht an. Ich wollte dich verführen. Warum hast du nur Nein gesagt? Im Schatten dieser Nacht. Ich dachte so voll Leidenschaft. Jetzt bin ich aufgewacht. Lieb Mädchen, wir brauchen Willi und Ernst. Zwei Pensionäre. Für uns wirklich eine Ehre. Heute bei euch hier gewesen zu sein. Jetzt müssen wir wirklich heim. Macht es gut, dann auf zusammen. Und noch Akrobatik, der Wahnsinn. Willi und Ernst im echten Leben. Markus Kirschbaum. Und Dirk Zimmer. Was in Köln Tradition hat, ist das Feiern in der Kneipe zu besingen in Form von Trinkliedern. Die WHO sieht das kritisch. Ja? Aber es geht doch nicht um Verherrlichung von Alkoholkonsum, es geht um das Genießen von Gemeinschaft. Und wer viele Sozialkontakte hat, ist glücklicher und damit auch gesünder, hat die WHO rausgefunden. So, und die jetzt kommen, die haben das neueste Lied geschrieben, in der Tradition, wie sie Trömmelchen gemacht haben, ist auch 30 Jahre her. Und die haben sich auch jetzt angeeignet, nämlich feinstes Hamburger Hip-Hop-Vokabular, einfach weil es sich so schön reimt. Ja? Und da muss man sich nicht wundern, dass sie so jetzt machen, denn sie sind eine von der Traditionskapelle. Für euch, Mädchen, steht auf, jetzt kommen die Räuber! Trinklieder, ich glaube, was ist denn los? Wir haben ja noch gar nichts gemacht. Ich glaube, da haben wir das richtige Zeug im Gepäck. Meine Damen, könnt ihr einmal den rechten Arm erheben und eine 4 machen, eine 4. Und ihr könnt euch sicherlich denken, wenn wir eine 4 haben wollen, dann geht es nachher runter auf 3, 2, 1. Das ist eine kleine Choreografie zu unserer neuen Nummer. Die heißt Wigger Digger. Ja, schauen wir mal. Und 4-mal habe ich schon schön gesagt, 3-mal habe ich auch schon bezahlt, 2-mal war ich schon durch die Tür, da kommt einer mit einem Bier, mal trinken Wigger Digger. Es ist nicht so schwer. Okay. Sind ihr bereit? So ist der Laden. Aber all die Lüfte, die sagen, ich mach keine Stuss, wir machen Rock lange Schuss. Der Peter weint, der Hugo schreit, du bliebst sehen, du bist geschreit. Was haben wir gelernt? 4-mal hab ich schon schön gesagt, 3-mal hab ich auch schon bezahlt, 2-mal war ich schon durch die Tür. Trinke Wigger Digger, yo! Man trinke Wigger Digger, man trinke Wigger. Ich schnapp's mir, stech mich davon. Zur Uhr sei so spät ist schon. Sagt Ciao Kakao, sagt Schüsseldorf, sagt Tschüsschen. Bis zum nächsten Morgen. Komm, lange Sinn, dat den Traum und die Männer machen.
allerletztes. Mädchen, wo sind die Hände? Ein allerletztes, ehrlich. Ein allerletztes. 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 Ein Viermal hab ich schon schön gesagt, dreimal hab ich auch schon bezahlt, zweimal war ich schon durch die Tür, da kommt einer mit nem Bier. Mal trinken, Digga, Digga, hey! Mal trinken, Digga, Digga. Mal trinken, Digga, Digga. Hier sind die Engelchen, die singen ne, ne, ne. Hier sind die Teufelchen, die singen ja, ja, ja. Oh! Ne, 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 ne. Ja, 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 ja. Fantastisch. Ne, 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 ne. Oh! Ja, 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 ja. Dankeschön. Und wir bedanken uns bei den Räuber mit einem donnernden Kölle. Die Räuber. Und eine ZDF-Mädchensitzung. Und wir machen jetzt wieder mit einem aussterbenden Exemplar. Das kann man so sagen. Ne? Die Zeiten ändern sich ja und nichts blieb, wie es war. Ne? Früher war ein Hausmann ein Exot. Der hat entweder reiche Eltern oder war eine Taure nichts. Er war in jedem Fall stund der unterm Pantoffel von seiner Frau. Der wurde nie angesehen als gleichwertiger Ersatz für eine Hausfrau. Ever. So versöken es. Und wir müssen nicht Jod mit ihnen meinen. Und wenn ein Kerl Jode will sich und sich für uns auch noch so schön mäht als Hausmann mit einer Schürze, dann muss man der einfach liefern. Er hat die schönste Schürze, die man haben kann als Hausmann. Begrüßt mit uns Jürgen Beckers als Hausmann. Guten Abend zusammen. Geht es euch gut? Nach der tollen Anmoderation kann es uns ja nur gut sein. Und ich muss sagen, wir leisten das schon, wir Hausmänner. Ich meine, endlich ist Corona vorbei, hoffentlich. Und wir haben wieder normale Mädchensitzungen im ZDF. ZDF heißt ja Zentrum dynamischer Frauen, oder? Heute hier. Und bei Corona war es ja schlimm, man war immer zusammen. Ich meine, wir haben ja alle mal gesagt, für immer, aber doch nicht immer. Und ihr Frauen habt besonders darunter gelitten, wenn wir Männer immer zu Hause waren. Ich habe das gehört, wenn meine Frau mit ihrer Freundin telefonierte. Ist es bei dir auch so schlimm? Du kennst ihn doch, ganz furchtbar. Das ist wie bei Hase und Igel. Überall, wo ich hingehe, ist der schon da. Also das Virus überlebe ich, aber der bringt mich um. Mussten mit dem Hund spazieren schicken. Habe ich gestern gemacht, ist der Idiot mit dem verkehrten Hund zurückgekommen. Wir haben einen Dackel und der kam mit dem Pudel zurück. Sag, die kann man doch nicht verwechseln. Doch, sagt er, haben denselben Vornamen. Sag, dann gehe ich heute Abend mit dem Nachbarn ins Bett, der heißt auch Josef. Und wie ist es bei dir? Ach, hör auf, mein Mann hat total nachgelassen.
Aber am meisten nachgelassen hat unser Hund, der kann ja nichts mehr. Der kann nur noch zum Pinkeln das Bein heben und mit dem Schwänzchen wedeln. Wie, und das ist ja nichts. Wenn mein Mann das könnte, ging ich zu Fuß in den Jakobsweg. Die Zeiten haben sich geändert, wir sollen Energie sparen, hat die neue Regierung gesagt. Ich meine, das ist natürlich gewöhnungsbedürftig. Also Angela Merkel war ja schon kein Temperamentsbündel, aber jeden Olaf Scholz war das Tina Turner. Und man weiß ja nie, wie sich das entwickelt. Die Merkel war 16 Jahre im Amt, wenn ihr euch noch erinnert, als sie damals rüberkam aus der Uckermark. Da war gerade ihr Friseur gestorben. Der hatte ja aber eine Schablone hinterlassen. Und die neue Regierung hat jetzt gesagt, wir sollen Energie sparen, Strom, Gas und so weiter. Wir haben schon den Anfang gemacht, wir haben in jeder Steckdose ein Loch zugemacht. Und das bringt es, ne? Das ist nur am Toaster, kommt jetzt nur noch eine Scheibe getoastet raus. Das ist paradox. Denn ihr wisst ja, was paradox ist, wenn man im Wartezimmer beim Arzt sitzt mit einer Kotprobe und es kommt einer rein und sagt, ist der Stuhl noch frei? Und jetzt saß ein Bekannter neben mir beim Arzt, ich sag, was hast du? Sagt, ich habe Durchfall. Ich will aber keine Tabletten nehmen, hast du kein Hausmittel? Sag doch, bei Durchfall hilft das Beste sofort 2 Bananen. Ich rüf dich gleich mal an. Hab ihn angerufen. Sag, und wie ist es? Ja, sagt, es ist ein bisschen besser, aber die erste Banane tat so weh. Die zweite habe ich gegessen. Bananen. Denn es hat sich alles verändert, vor allen Dingen auch in der Hygiene, der Körperpflege. Ich merke, hier ist intelligentes Publikum. Ne? Ich meine, für die Stimmung sind Dövere besser. Ne? Ihr klatscht nacheinander, ist aber ja. Wir haben ja Zeit, ne? Und das ist für uns Männer immer schwer zu verstehen, wie viel Aufwand ihr für die Körperpflege betrachtet. Allein die ganzen Kosmetika, die ganzen Cremen. Mir reichen Creme Brûlée und Creme Karamell. Ne? Aber ihr habt dann so die ganzen Kosmetika, Setting Sprays zum Fixieren des nach dem Tauchgang erhaltenen Make-up. Foundations zur Öffnung der Poren und zur Erhaltung der Hauttransparenz, Neutralizer und Camouflages hier in Falten und Augenringe. Da habe ich alles auswendig gelernt. Ne? Und früher war das in der Körperpflege ganz anders. Wenn ihr euch noch erinnert, wenn man früher auf eine Familienfeier kam, da kamen als erstes die Tanten auf einen zu. Die sagten, Jung, tu die Tante mal feste drücken. Da hattest du Angst vor einem Schwitzkasten. Und wenn du die Tanten umarmtest, dann rochst du. Nee, so nicht. Dann rochst du, die hatten einen eigenen Zahlencode für den Körperduft. 4711. 4711, Luxusversion, kennt ihr das noch? Tosca, genau. Tosca, ne? Da gab es auch Erfrischungstücher von. Das war mir lieber wie die natürlichen Erfrischungstücher, wenn die Tanten kamen und sagten, Jung, du hast aber nicht mehr sie. Ja, ich hätte früher bei Wetten das an der Spucke der Tante unterscheiden. Denn das war auch in der Körperpflege anders. Wir hatten früher nur 2 Cremen, Nivea und Penaten. Nivea für vorne. Jetzt sagen einige, habe ich all die Jahre falsch gemacht. Ne? Penaten gingen uns als Kinder am Arsch vorbei. Das kriegtest du nur, wenn du wund warst. Aber wir waren früher öfter wund, weil unsere Tanten und Omas, sie haben ja noch für uns gestrickt.
Ne, ich weiß, wenn meine Oma sagte, Junge, die Oma hat wieder gestrickt, da juckt es mir schon. Ne, und wir mussten als Kinder Strumpfhosen tragen im Kindergarten. Jungen wie Mädchen, da wird man heute Unisex zu sagen. Ich hatte eine braune Strumpfhose, also auch vorher schon braun. Und im Sommer trugen wir Lederhöschen, so kleine Lederhöschen. Und wenn die nass wurden, von innen oder außen, dann hattest du hier so ein Wölfchen gelaufen. Ne? Ich kann euch jetzt das Wölfchen nicht genau zeigen, da würdet ihr eure Rotkäppchen sehen. Das war also... Und wenn du reinkamst als Kind, musstest du immer ein Gedicht aufsagen. Ne? Du hattest sowieso Angst, wenn du reinkamst, dann sagten die Tanten, oh, der kann schön Gedichte aufsagen. Ich will nicht, doch du willst. Und dann stand sie da, ne? Herr von Ribbeck auf Ribbeck im Havelland. Oh, wir sind ja Gebildete. Ein Birnbaum in seinem Garten stand. Und in der goldenen Herbsteszeit, der Birnbaum strahlte weit und breit. Da schüttete von Ribbeck sich einen hinter die Birne und brannte durch mit einer Dirne. So haben wir das aber nicht gelernt. Ich bin noch nicht fertig. Da sagte Frau Ribbeck, ganz runtergekommen, das Arschloch hat sich eine Birne genommen. Nicht? Doch. Denn seitdem haben die Zeiten sich total verändert. Ich bin wieder im Schuldienst. Ich bin ja eigentlich Lehrer und ich bin wirklich seit diesem Schuljahr wieder im Schuldienst. Da könnt ihr euch vorstellen, wie groß die Personalnot sein muss, wenn die mich zurücknehmen. Und ich meine, ich habe früher ja immer geschimpft in den Reden. Ich habe immer gesagt, das sind die dümmsten Schüler, die wir je hatten, Generation doof. Und dann siehst du auf dem Elternsprechtag, der Eltern kommen. Und dann sagst du, die Kinder können nichts dafür. Oh, zuerst Gedicht und jetzt Latein. Also wenn das keine literarische Büttenrede wird heute. Und dann auch noch Mädchensitzung. Ne? Und die können doch als Schulstunde absetzen. Ne? Und das ist auch heute so, die Schüler sitzen vor, was heißt sitzen, die hängen so vor einem. Ne, die würden dich auch nicht stören, wenn du die nicht durch Unterricht störst. Die würden den ganzen Tag auf dem Handy gucken, die begrüßen dich ja anders. Wenn du sagst, guten Morgen, sagen die, hi, Bro. Alles klar, Digga? Ne, wenn mal einer fehlt, das riecht ja nicht auf. Wenn du sagst, hör mal, du warst gestern nicht da, dann sagst, warst du gestern auch hier, Alter? Alle Achtung. Ne, ich meine, sie können nichts, aber das ist ja nicht schlimm, ne? Auch wenn sie eine Klassenarbeit schreiben, was haben wir früher aufgeregt, wenn wir eine Klassenarbeit geschrieben haben? Wir waren nervös, die Eltern waren nervös, die Großeltern waren nervös. Meine Oma hat dann gesagt, der Junge schreibt morgen eine Arbeit. Da machte Oma aber ein Kerzchen an. Da hat meine Mutter gesagt, Mutter, so wie der vorbereitet ist, müsstest du rückwärts auf die Knie der Jakobsweg hier. Und wenn du denen heute sagst, Leute, ihr schreibt mal eine Arbeit, ihr könnt nichts, dann sagen die, reg dich nicht auf, Digga, du schaffst das. Ne, das ist alles unaufgeregter geworden. Nur die Kolleginnen, die sind ein bisschen prinzipientreuer wie früher. Ich habe jetzt zu einer Kollegin gesagt, die gibt Kunst. Ich sage, benutze in Kunst noch immer Uhu. Sagt, zum Gottes Willen, wir sind strikt dagegen, dass man aus toten Eulen Klebstoff macht. Ne, und einer anderen Kollegin habe ich gesagt, guck, deine Kinder gucken die auch noch immer Pippi Langstrumpf. Sagt, das darf man nicht sagen, das ist Fäkalsprache. Sag, was soll ich denn sagen? Urinierte Stretchsocke. Bitte, und einmal Freude, ich mach mir die Welt, bitte, wie sie mir gefällt. Hey, Pippi Langstrumpf, Kale, Galop, das da. Hey, Pippi Langstrumpf, die macht, was ihr gefällt. Denn dann haben wir in Deutsch
Zeichensetzung gemacht, habe ich diktiert, habe ich gesagt, als er wegging, Komma, rief sie, schrie der Erste rein, langsam, Alter, wie schreibt man Komma? Na, dann haben wir Wortkunde gemacht, ich sag, bildet mal einen Satz mit einwandfrei. Da zeigt einer auf und sagt, ist doch einfach, wenn ich im Wohnzimmer Schrank auf andere Seite setze, habe ich einwandfrei. Der ist schwer, ne? Aber ihr habt es geschafft. Ne? Und besonders schön waren früher die Kindergeburtstage. Könnt ihr euch noch erinnern? Wir haben mit Handschuhe, Mantel an und Mütze Schokoladenwettessen. Da hättest du heute das Jugendamt und das Gesundheitsamt da stehen. Ne, wir haben noch blinde Kuh gespielt. Da müsste heute mindestens ein tauber Stier bei sein. Denn wir haben noch Kinderlieder gesungen, Hänschen klein zum Beispiel. Das ist ja eigentlich eine dramatische Geschichte. Der kleine Hans geht hinaus in die Welt. Ne, er klaut seinem Vater Hut und Stock. Seine Mutter kommt in eine Krise und Hänschen kommt wieder zurück. Das ist eigentlich kein Stoff für ein Kinderlied, sondern für ein französisches Lied. Und auf Französisch heißt das nicht Lied, sondern Chanson. Der Sänger heißt Chansonnier. Ne? Da wird sich das etwa so anhören. Oh, Entchen klein, Jean le Petit, lief durch die Welt, partout le monde. Er nahm sich Hut und Stock, er hatte Bock auf eine Runde. Wo mit einer Frau, ich weiß genau, die Mutter flennte, er lief zurück und all sein Glück war Mutters Rente. Dankeschön. Da hätte die Mutter einfach Glück, dass du im Nebenjob noch Lehrer bist. Da hätte die um ihr Rentchen sorgt. Liebe Mädchen, das war der Hausmann. Wir bedanken uns ganz herzlich mit dem donnernden Kölle. Jürgen Beckers. ZDF-Mädchensitzung. Dankeschön. Egal, ob Hausmann oder neue Väter, Singles oder Familien, Studenten, bei der Wohnungssuche, da sind wir hier in Köln alle gleich, genau wie im Fastelovend. Ne? Da haben wir es all schwer. Und deswegen haben die sich, die jetzt kommen, gedacht, in der Altstadt wird ein Boot frei. Sie haben vor über 50 Jahren haben sie mal lassen der Dom in Köln geschrieben und mir lassen die immer wieder gehen. Hier auf die Bühne. Meine Damen, erheben Sie sich. Hier kommen die großartigen Blackface. Hallo, liebe Menschen, wie geht es euch? Ihr seht prima aus. So, wir haben natürlich auch in diesem Jahr wieder neue Liedchen im Gepäck und dazu hast du schon alles gesagt eigentlich zu dem nächsten Lied. Das Stückchen heißt In der Altstadt wird ein Boot frei. Und welche Boot da gemeint ist am Roncalli-Platz, ich dürfte das wisst ihr alle. Wenn ich bitten darf. In der Alcapella am Roncalli-Platz an mich ein Boot in meiner Mutterstadt.
In meinem Himmelbett weet ich vom Peter gefällt und pflanze paar Blümchen Treppenhus. Balkon an ich mi Sonne deckt und von da ganz Gölle jo den Blick. Wenn ich vom Einkaufen komm, lauf ich nach Halbmarathon über 500 Stufen hoch. Ich han letzte Nacht geträumt, in der Altstadt jeden Boot frei. Josef finster helle Welt, die schönste Wohnung in der Stadt, im letzten Stock und am Nebenjahr, mit Aussicht vom Balkon. Ja, da jeden Boot frei, da tat ich letzte Nacht geträumt, letzte Nacht geträumt. Ja, ich wohne in der Alcabella am Galiplatz. Sie ist noch schon in Schuss und kommt zerkratzt. Der Fassade ist renoviert, von innen frisch renoviert. Und Kloster 4 steht jetzt an meiner Tür. Jeden Tag kommt jeder Menschen hin, aus aller Welt nur ein Boot zu sehen. Wenn dann der Orgel klingt und der Engel singt, fühlt es sich an, als wenn man den Himmel macht. Ich hab letzte Nacht geträumt, in der Altstadt jeden Boot frei. Josef finster helle Welt, die schönste Wohnung in der Stadt, im letzten Stock und am Nebenjahr, mit Aussicht vom Balkon. Ja, da jeden Boot frei, da tat ich letzte Nacht geträumt. Letzte Nacht geträumt, in der Altstadt jeden Boot frei, die große finster helle Welt, die schönste Wohnung in der Stadt, im letzten Stock und am Nebenjahr, mit Aussicht vom Balkon. Ja, da jeden Boot frei, da tat ich letzte Nacht geträumt. Ich hab letzte Nacht geträumt, in der Altstadt jeden Boot frei, nur so finster helle Welt, die schönste Wohnung in der Stadt, im letzten Stock und am Nebenjahr, mit Aussicht vom Balkon. Ja, da jeden Boot frei, da tat ich letzte Nacht geträumt. Da tat ich letzte Nacht geträumt, letzte Nacht geträumt. Dankeschön! Ich brauche mal immer wieder. Die Blackfills, fantastisch! Und die kriegen von uns. Was kriegen die? Ein Freudenwoge. Haha, das kennt ihr noch nicht. Also, Menschen, aufgepasst. Da können die noch auf ihrem 70-jährigen Jubiläum von erzählen. Also, Kommando 1. 2. Wow! Noch eins. 1, 2, 3. Wow! Und noch eins. 2. Ach, ist das schön mit euch. Gut, bitte immer wieder. Wir bedanken uns bei der Blackfills mit einem ganz donnernden Köln, die Blackfills und die ZDF-Mädchensitzung. Wir sind ja eine komische Zigge und da wird eine komische Sache gefragt. Ne? Zum Beispiel, darf eine Veganerin denn auch lachen,
wenn der Künstler Mark Metzger heißt. Ja. Und wie die lachen darf, die kannst du ja nicht anders. Mädchen im Saal, freu dich. Jetzt jedes richtig jetzt zu lachen. Für ich geht auf die Bühne Mark Metzger. Terrain, und immer Terrain am Anfang ist immer Terrain. Es dauert. Wollen wir nicht übertreiben. Fast verloren zusammen! Herrlich, herrlich. Das ist der schönste Saal, das ist einer der ersten Säle, die ich seit langem, es ist ein Saal, sollen wir doch mal zufrieden sein. Ne? Wir haben ein Dach drüber, regnet nicht rein. Ich habe jetzt 2,5 Jahre im Schrank gestanden, nicht wahr? War kein Bedarf. Hab meine Frau mich rausgelassen, vor 2 Tagen hat sie gesagt, geh arbeiten. Ich wusste ja nicht mehr, was ich beruflich mache, aber jetzt stehe ich hier und schaue in diese Gesichter und denke, ja, mit Maske war auch nicht schlecht. Ne? Oh, bitte. Bitte. Was? So, ja. Ja, so. Also ein paar an Tisch 1, da denkst du, der Impfstoff war nicht zugelassen. Das ist so. Das ist wieder Karneval. Ja, ich bin's, das Kasperle. Ja, das ist Karneval, das ist wie Fasching, nur mit Stimmung. Das bin ich. Geben Sie sich Zeit, das kommt mit der Zeit wieder. Hängen Sie sich einfach an die anderen ran. Das ist ja, ich habe noch nicht angefangen, ich mache mich noch warm, wenn's recht ist. Hoppala, nicht wahr? Ja, nee, das ist ja auch so eine komische Zeit gewesen. Man muss ja erst wieder reinkommen, obwohl die Leute ja Bock haben. Das merkt man schon. War gestern auf einer Herrensitzung, ganz anderes Bild. Ne? Das habe ich bisher auch noch nie gesagt. Ist gut. Nee, erste Reihe, da wo Sie sitzen, nur andere Sitzung. Ne? Saß ein 8-Jähriger, muss man sich vorstellen. Die Leute haben wieder Bock durch die Generationen hindurch. Ne, ich sag, na, was machst du denn hier? Sagt der Herrensitzung. Ich sag, wie alt bist du denn? 8. Ich sag, wo hast du denn die Karte her? Vom Papa. Ich sag, wo ist der Papa? Der ist zu Hause und sucht die Karte. Ne? So ein Blödsinn. Ne? Hören Sie auf zu klatschen, ich habe noch nicht angefangen. Das ist doch alles Quatsch. Nee, macht Spaß mit euch. Das ist sehr schön bei euch, muss man sagen. Das werden schöne 4 Stunden mit uns jetzt. Ich sehe das kommen. Ich hab Nachholbedarf. Ne? Ja, ohne Maske ist schöner, ne? Macht mehr Spaß. So. Sie lachen an ganz falschen Stellen. Sitzen Sie im Funkloch? Hat man es Ihnen jetzt erklärt? Oder? Die Dame daneben, wollen Sie mir das Handy verkaufen oder warum zeigen Sie mir das die ganze Zeit? Das ist ZDF, die zeichnen das auf, da musst du nicht auch noch filmen, das ist ja Quatsch. Schön, macht Spaß wieder, ne? Ich sag ja, man musste sich anfangs ein bisschen dran gewöhnen mit Maske. Also für mich war es sehr, ich habe immer, kennt ihr das Gefühl, ich hol mal aus, wenn Kinder sich die Augen zuhalten und denken, man kann sie nicht sehen? Ich hatte das mit Maske, ich habe immer gedacht, man kann mich nicht hören. Ne? Anfangs war das, also das war streckenweise blöd. Ich war mal im Baumarkt, kann ich das gerade noch erzählen, bevor ich anfange? Ja. Ich war im Baumarkt gewesen, mit Maske, erste Mal raus, ne? Und vor mir stand einer, also Abstand hat gestimmt, das waren schon 1,50, aber das war nicht genug. Wie soll ich erklären? Der hat gestunken, der Typ vor mir. Der hatte Nudelnotstand, der muss seinem Hund den Pansen weggefressen haben. Ich weiß es nicht anders zu erklären. So. Jetzt stand ich hinter dem, so 1,50, ich denke, der hört mich nicht, ne? Der so, duschen Sie nach dem Sport, ne? Dreht er sich um, selbstverständlich. Ich sag, dann machen Sie mal wieder Sport. Ne? Überhaupt nicht. Warum? Ja, vereinzelt wird geklatscht. Sind Kölner im Saal auch, ja? Ah ja, gut, das erklärt einiges. Sie außerhalb? Ja, woher? Österreich? Eschweiler, ja, Österreich, sag ich ja. Ist ja nicht weit. Wenn Sie Fragen haben, heben Sie die Hand. Ich mache Einzelgespräche, da kenne ich nichts. Ich bin ja froh, dass wir wieder dürfen. Ne? Das war aber eine blöde Zeit. Ich wollte eigentlich nicht drüber reden. Kann ich das kurz? Dann fange ich an. Ja, war eine blöde Zeit. Aber Mensch, ich weiß auch, am Anfang haben wir alle gelacht. Haben wir gesagt, das kommt aus China, das hält nicht lange. Und dann hat er dem Rheinland Karneval gefeiert, dann hat er ihm gefallen, dann ist er geblieben, dann hat er mal Stubenarrest, alle Mann Stubenarrest. Das ist ja noch ein Stubenarrest. Mit 47 hat er das erste Mal wieder Stubenarrest.
Da war so eine komische Stubenarrest. Mit Fernsehgucken war das, ne? Das war... Das hatte man ja früher nicht, ne? Stubenarrest mit Fernsehgucken, habe ich auch gedacht. Schöne neue Welt, 320 Programme und überall der Lauterbach. Ne, 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 nein, war nicht auszuhalten. Nein, 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 ich habe nichts verstanden, ich habe nichts verstanden. Karl Lauterbach, der einzige Mensch, von dem Till Schweiger sagt, oh, der nuschelt aber. Ne, das nichts, ich habe nichts verstanden. Da haben wir da rumgelegen und das ging ja nicht voran. Ich hatte so Langeweile, da liest du auf der Couch 2 Monate, guckst dich im Wohnzimmer um, denkst du, toll, 20 Zimmerpflanzen, keine kannst du rauchen. Das ist alles eine ganz komische Zeit. Ich wusste, im Sommer nicht, schneide ich mir das Fernsehen kann man schneiden. Ich habe doch nicht verstanden. Im Sommer bist du aufgestanden, wusstest du nicht, ziehe ich mir eine kurze Hose an oder schneide ich mir den Schlafanzug ab, weißt du, so Sachen. Weil ich habe mir Sachen einfallen lassen, ich habe mir Sachen einfallen lassen, dass die Zeit schneller rumgeht. Das glaubst du mir nicht. Ich habe ein Hobby erfunden, das war Ikea-Bana habe ich erfunden. Ikea-Bana, das ist die schwedische Kunst des Möbelfaltens. Das habe ich für mich empfunden. Da habe ich gebaut, Ikea über habe ich gebaut, über. Ikea über hat man da gebaut. Ikea über. Mit allem, was du von Ikea über hast, baust du einen Schrank. Du kannst ruhig verzweifelt gucken, das schneiden die eh raus. Was ist ja Ikea, darf ich ja nicht sagen. Also. Ist nicht schlimm, kommst du später wieder dazu. Im Ü-Wagen hat jetzt eh einen Blutsturz, weil ich ständig Ikea, Ikea, Ikea sage. Das ist ja öffentlich-rechtlich. Also entweder sie schneiden das raus, wenn sie drin lassen, kann es sein, dass ich einen fetten Scheck von Ikea bekomme. Das wäre auch schön. Auch schön. Ich suche ja keine Freunde. Hier, pass auf. Ikea über, das hat man gebaut. Ne? Dann stand das da, Ikea über. Und die Familie durfte raten, was das sein soll. Und wer am nächsten dran war, durfte versuchen, es umzutauschen. Das hat Spaß gemacht. Das war schön. Hat mir wenig Spaß. Ne? Es ist jetzt auch, wir wissen ja nicht, ob man wie viel und wie lange und man Spaß. Der nächste große Spaß wird sein 2038. Da werden die kleinen Covids 18. Komm mal, komm mal. Ich weiß nicht, wie es bei euch war. Ich weiß noch, als meine Eltern mir erzählt haben, wie die das war schön. Ne? Da haben die hier gesagt, so, ach, das war so schön, wir waren im Urlaub in Kuala Lumpur gewesen. Ne? Am Strand, Sonne, war alles schön. Eine Mariachi-Band spielte aber Haichi Bombaichi und so. Ne? Und da haben Mama und Papa sich ganz lieb gehabt und dann bist du. Oh. Wie machen die da 2038? Ja, hör mal, Covid. als da war aber auch gar nichts, war da. Und den ganzen Tag geknattert, ein Treffer, das weißt du, das ist doch nicht schön für das Kind, auch nicht. Ja, Mama, oh, das freut sich. Ja, gut. Gehört alles hier nicht hin, ich lasse das auch weg, ich fange jetzt an. Ja, aber jetzt Vorteil bei der Sache wäre ja wegen der Hausständeerklärung, dann wüsste man, wo der herkommt. Das ist schon mal, das wäre ein Vorteil. Wenn noch mal eine Welle kommt, weiß man, der Covid ist aus der Familie. Ne? Das war ja auch ein Theater mit diesem Hausstände da. Ich hab's ja nicht begriffen mit 2 Personen aus 4 Haushalten auf 6 Etagen. Diese Regel gilt nicht, wenn Ihr Stammbaum ein Kreis ist. Also ich habe das alles nicht. Ich habe das nicht begriffen. Ich habe einfach keinen reingelassen. Gar keinen. Ich war so einsam. Ich habe gar keinen reingelassen. Mein einziger Sozialkontakt war der Bofrostmann.
Ist das von denen? Ja, mach, was du willst. Das schneiden die auch weg. Ist Bofrost. Kannst du auch, ist auch. Sollen wir dem Fernsehen eine Chance geben? Pass auf, ich versuch's noch mal anders. Mein einziger sozialer Kontakt war ein Tiefkühlwarenverkäufer. Nee, ja, lass mal ganz raus, Bruder. Ja, sag ich 15 Kühltruhen mit Klopapier und Speiseöl. Das ist super was. Und ich kann euch sagen, wenn man sich ausschließlich von Speiseöl ernährt, dann braucht man das Papier. Das ist wirklich das. Hast du ausprobiert, ne? Ja. Furchtbare Zeit, möchte ich auch nicht drüber sprechen. Wir haben ja zu Hause, haben wir da gesessen und haben auf den Impfstoff gewartet und dann kam der und dann war der aus Mainz. Und hast du als Kölner auch gedacht, ist das mein Humor? Soll ich das? Ein Egal-Kaffee haben wir jetzt in der Krise gerne getrunken. Egal-Kaffee für die Klimabilanz, dass die ausgeglichen ist. Das ist halb fair, halb unfair. Wir mischen das, hast du Egal-Kaffee. Egal-Kaffee. Haben ein bisschen gekocht, ein bisschen gegessen. Meine Frau hat immer gefragt, willst du was essen? Ich sage, ja, aber mach was Schnelles. Hat sie Antilope gekocht, also ein Quatsch. Ja. Ne, die kann kochen. Schmeckt halt nicht, ne? Wir haben aber einen, der es ist. Wir haben einen, darf ich das noch kurz, bevor ich anfange? Wir haben einen in der Familie, der Klaus, mein Neffe, der wohnt bei uns jetzt seit einiger Zeit, wird bald 16 wohnen. Bei uns war, er hatte es zu Hause nicht gut. Wir haben den damals aufgenommen, der Klaus. Ich weiß noch, als der Klaus 1 Jahr alt war, da haben seine Eltern das Haus kindersicher gemacht. Und dann kam der nicht mehr rein. Ne? Und dann... Seid mal leise, ihr will. Vorne wird überlegt. Und dann haben wir den aufgenommen. Ne, die Eltern sind nicht, die kannst du in der Pfeife rauchen. Die sind, weißt du, die haben nach dem Klaus noch Zwillinge gekriegt. Und dann war mal gucken, ich sag, oh toll, Zwillinge. Ne, sind Drillinge, der hässliche haben wir versteckt. Weißt du, so sind die drauf. Dann ganz subtiler Humor da, diese Leute. Und deswegen wohnt der Klaus jetzt bei uns und der hat jetzt in der Krise, hat der gerne gegessen. Also das, was meine Frau gekocht hat, der ist ganz schön. Also der ist, wie soll man sagen, der ist ganz schön, ja, 180 Kilo ohne Kopf. Wie soll ich beschreiben? Das ist... Dick darf man ja nicht mehr sagen, darf man nicht mehr. Macht man nicht, wie das Körperschämen, macht man nicht mehr auf der Bühne. Dick darf man nicht sagen. Man könnte sagen, wenn er umfällt, ist er höher. Das könnte man sagen, das wäre möglich. Ja, aber... Ich mag gerade nicht mehr. Das ist so schwer, weil man nicht mehr weiß, was man sagen darf und was nicht. Ich bin ja Redner und du kriegst so viel, man muss auf so viel aufpassen. Exkurs, pass auf, nur als Beispiel, ist jetzt nur ein Beispiel, Exkurs. Meine Frau war einen Weihnachtsbaum kaufen, kommt mit dem Baum nach Hause und stellt ihn in den Flur, sagt, ist ein schöner Baum, aber er bürgert. Ich habe geguckt wie du. Ne? Ich sag, was tut der Baum? Er bürgert. Harzen darf man nicht mehr sagen. Also, weißt du, so, da fängt das an. Das ist nur ein Beispiel. Das ist nur ein Beispiel. Da fängt es schon an, blöd zu werden. Sie schütteln mit dem Kopf. Der Text stimmt. Ich habe den selber geschrieben. Das ist bisher alles in Ordnung. Das ist nur ein Beispiel, wo man aufpassen muss. Man muss auf so viel aufpassen als Redner und man kriegt so, das ist auch wegen der Plurale, wegen der Vielfalt, die Endung, dass man da... Der Klaus wird bald 16, da muss ich dem das erklären, verstehst du? Meine Eltern haben mir das damals auch erklärt mit den Bienchen und den Blümchen. Jetzt muss ich dem Klaus das erklären. Das reicht ja nicht mehr mit den Bienchen und den Blümchen. Muss ja mit den Bienchen und den Blümchen, mit den Bienchen und den Bienchen, mit den Blümchen und den Blümchen, mit den Blümchen, die mal Bienchen waren. Dann mit den Bienchen, die in Blümchen sind, die aber immer noch einen Stachel haben. Und dann musst du mit den bunten Blümchen und den Bienchen und mit Bienchen, die bunt sind, aber vorher gar nicht. Und mit den Bienen. Es ist alles zu viel. Es ist alles zu viel. Ruhe. Nein, mich riecht das auf. Ja. Ach so, oh. Jetzt haben Sie Bock. Machen Sie ruhig. Und diese Biene, die ich meine, nennt sich Maja. Gar nicht meine Kernkompetenz. Oh, oh.
jetzt? Geil. Wie machst du das? Jetzt bin ich gespannt. Hopp. Trompetenecho. Wahnsinn. Geil. Herzlichen Dank. Großartig. Großartig. Ich darf schwer reden. Ich bin eine Tanzgruppe wahrscheinlich. Irgendwas in der Art heißt es auch nicht. Egal, ne, aber jetzt nicht, aber das ist nur, weil, damit Sie verstehen, dass es ist schwer als Redner. Das wollte ich damit ausdrücken, dass man so aufpassen muss. Es ist ja nicht nur so, dass du nicht mehr sagen kannst, was du willst. Du darfst ja auch nicht mehr anziehen, was du willst. Ich warte ja noch, dass der erste Schotte kommt und sich über mein Kostüm beschwert. Ne? Oder einer, der mal in Schottland war. Oder einer, der mal ein Bilderbuch über Schottland gelesen hat. Sind ja immer die Verkehrten, die den Maul aufreißen. Weißt du, ich war schon als Winnetou verkleidet, da hat das Karl May noch nicht gegeben, verstehst du? Da muss man auch mal sagen, nein, hören Sie auf zu klatschen, ich reg mich darüber auf. Ich habe auch bei den Sternsingern den Melchior gespielt, mit Farbe im Gesicht, aber ich habe das mit Würde und Anstand getan. In kölschem Dialekt. Ich war der erste Sternsinger, der Kölsch gesprochen hat. Wieder so ein Thema, wo man sich aufregen kann. Der darf ja gar nicht Kölsch, der kommt ja aus Neuenahr. Der darf überhaupt nicht Kölsch. Ist das jetzt kulturelle Aneignung oder regt sich der Hannoveraner auf, wenn ich Hochdeutsch spreche? Man weiß überhaupt nicht mehr, was man machen soll. Wissen Sie was, gnädige Damen? Ich rede seit 50 Jahren. Seit 50 Jahren spreche ich. Die ersten 2 Jahre sehr undeutlich, aber dann ging es bergauf. Ich rede 50 Jahre, Tag und Nacht. Wir reden auch nachts. Wir schnarchen nicht, wir reden ohne Vokale. Das ist reinig, das muss sein. Ich rede seit 50 Jahren und seit 50 Jahren habe ich es versucht, mit meiner Sprache niemanden auszugrenzen, zu diskreditieren oder zu blamieren oder bloßzustellen. Und deswegen kann ich es nicht leiden, wenn mir jetzt eine selbsternannte Sprachpolizei alle 2 Sätze ein Knöllchen in die Grammatik tackert. Das ist blöd. Das macht keinen Spaß. Danke. Danke sehr. Das siehst du? Weißt du, das ist doch gar nicht, man ist doch freundlich, man will doch auch mit der Sprache nichts, gerade in Köln, wir sind so tolerant. Köln ist die toleranteste Stadt in ganz Köln. Das ist Blödsinn, ne? Aber wie sagt man in Köln? Lass den Kasper reden, kleben und kleben lassen, leben und leben lassen. Ist das ein Thema? Kann ich, bevor ich... Das ist doch kein Thema im Moment mehr, oder? Klima. Ich sehe das katholisch. Ich sage immer, wenn sich einer die linke Hand festklebt, kleb ihm auch die rechte Hand fest. Na, was soll das? Ich verstehe es nicht. Bisher nicht. Ja, die wollen es doch. Die wollen es doch. Mach die doch nicht ab. Die werden zu Staub. Dann könnt ihr die wegfegen. Ja, Mann, das dauert. Zieht sich eine Weile, aber es ist ja die letzte Generation, nicht wahr? Nein, bitte, nein, Ruhe. Sünderlein, es war immer so, Engel können. Jetzt konnte ich mal einen Text. Also, sind Sie durch? Mach ich weiter. So, pass auf. Nee, ich meine das ja nicht böse, das ist ja ein wichtiges Thema, Klima, aber ich habe mich auch informiert, was die wollen, um das zu verstehen. Die sind für das 9-Euro-Ticket und gegen Rasen auf der Autobahn. Ich bin seit vielen Jahren gegen Rasen auf der Autobahn. Wer soll das mähen? Das ist eine total schwachsinnige Idee. Und das 9-Euro-Ticket gibt's. Es gibt das 9-Euro-Ticket. Du kommst nur bis Leverkusen, da kann ich die Kritik verstehen. Könnten sich ja alle unter die Leverkusener Brücke kleben, hält die wieder, können wir die andere verkaufen. Ich weiß jetzt alles, nein, man muss da kreativ rangehen. Weil,
Ich habe immer gesagt, man muss was fürs Klima tun. Ich möchte das auch nicht runterspielen. Ich meine das ernst. Ich habe vor 2 Jahren auch im Wasser gestanden und habe auch gedacht, irgendwas stimmt aber nicht mit diesem komischen Klima. Ne, ich habe auch früher schon in den 70ern, fürs Klima mich eingesetzt. Ich war einer der Ersten, die Elektroauto gefahren sind. In den 70ern schon Elektroauto gefahren. Ja, ich musste alle Vorreiterpositionen einnehmen. In den 70er Jahren schon ein Elektroauto gefahren. Man musste alle 2 Minuten einen Chip einstecken und konnte nur im Kreis fahren. Aber es war ein Anfang, den wir damals gemacht haben. Ja, und ich ziehe das bis heute durch. Meine Frau und ich, wir ziehen das bis heute durch. Wir machen alles fürs Klima, wir ziehen das durch. Wir haben seit 10 Jahren Solarzellen auf dem Dach und wenn wir wieder Geld haben, machen wir auch ein Kabel dran. Wir ziehen das durch. Man muss alles tun, wir trennen unseren Müll, alles in die richtige Tonne. Wenn was gelb strahlt, vergraben wir den Garten, dass nichts passieren kann, all so ein Zeug. Wir fahren mit dem Lastenrad zur Arbeit. Jeden Morgen fahren wir mit dem Lastenrad zur Arbeit. Wir stehen eine halbe Stunde früher auf, um mit dem Lastenrad zur Arbeit zu fahren. Jeden Morgen stehen wir eine halbe Stunde früher auf, um mit dem Lastenrad... Jeden Morgen stehen wir eine halbe Stunde früher auf, weil das Scheißrad so schwer in den Kofferraum geht. Aber egal, wir ziehen mit. Wir müssen was tun. Ruhe. Jetzt hier auch noch. Kann man nicht machen. Wir müssen was tun, damit wir den 200 Jahren schön kühl haben. Das ist auch 200 Jahre wäre auch so ein Einsatz, wo ich noch nicht... 200 seid ihr dieses Jahr. 200 Jahre Festkomitee Kölner Karneval. Hurra. Herzlichen Glückwunsch auch an Namen meiner Eltern. Das ist toll. 200 Jahre Festkomitee ist toll. Man sagt ja, dass einige Gründungsmitglieder im Hintergrund noch die Fäden ziehen, aber das kann man... Ja, die haben einen Bestatter als Präsident. Der hat ganz andere Möglichkeiten. Ne? Da kann man, Nein, ich finde das ja gut. Die haben ja vor 200 Jahren angefangen, in diesen Karneval Ordnung zu bringen. Und das finde ich gut. 200 Jahre haben sie es geordnet. Jetzt durfte ich die letzten 3x11 Jahre in diesem geordneten Karneval mitmachen. Finde ich toll. Die haben tolle Arbeit geleistet. 3x11 Jahre mache ich das jetzt. Ich habe aber immer noch nicht angefangen dieses Jahr. Ne? 3x11 Jahre. Ich habe auch vor 30, 40, 45 Jahren habe ich daheim gesessen und habe Karneval in Köln geguckt und da war ich so begeistert. Da habe ich gesagt, oh, das wäre was. Ne, habe ich Karneval aus der Hansestadt konnte man gucken früher immer noch. Karneval aus der Hansestadt Köln. Die Hansestadt Köln. Hans Süper, Hans Zimmermann, Hans Bohls, Hans Hachenberg, alle Hanse. Hans Schops, der hieß Fritz, aber der gehört da rein. Ne, das war so eine Zeit, wo ich gedacht habe, ja. Das will ich auch machen. Ich habe da falsche Vornamen, aber ich kann ja mal probieren. Und jetzt stehe ich 3x11 Jahre später, stehe ich hier auf dieser Bühne und das rührt mich so. Ich möchte vielleicht an dieser Stelle an eins meiner Idole noch erinnern. Der Hans Hachenberg, mit dem ich schon zusammen auf der Bühne stehen durfte. Der hätte sich hier vor so einen tobenden Saal bei der Mädchensitzung gestellt und hätte so Sachen erzählt wie, nur Beispiel, Hans Hachenberg, Doofnuss, Sie werden sich erinnern. Sie nicht, lassen Sie sich erklären, Sie. Neulich kam der Jung aus der Schule. Dankeschön, herzlichen Dank. Sie können an der Stelle aussteigen, ist egal, machen Sie. Sitzen noch Ältere, ich fange noch mal von vorne an. Neulich kam der Jung aus der Schule. Also wenn Sie mir da jetzt jedes Mal reingrätschen, sind wir aber morgen noch nicht zu Hause. Könnten Sie die Dame stabilisieren? Wäre das möglich? Das kann da nichts für jetzt. Erster Satz wird Ihnen sehr bekannt vorkommen jetzt wahrscheinlich. Ich habe es dreimal schon. Hans Hachenberg. Neulich kam der Jung aus der Schule, hatte eine Medaille um den Hals. Eine Bronzemedaille. Ich sag, Jung, wie küsst du an die Bronzemedaille? Hat er Sport festgehabt? Nee, seht er Mathe. Ich sag, wie küsst du in Mathe an die Bronzemedaille? Seht er, wir haben Wettrechnen gemacht. Die Lehrerin hat gefragt, was ist 3 mal 7 und ich habe mit 18 den 3. Platz gemacht. Ist schön, oder? Doch in Kolonia, wenn der Franz mit links normale Kurve schwingt,
Das war so schön, das war so herrlicher Blödsinn. Und da habe ich gedacht, sowas möchte ich auch machen. Jetzt mache ich das seit 3 mal 11 Jahren. Und muss leider sagen, es ist so ein Beigeschmack dabei. Das ist so, jeden Tag kommt mindestens einer, der sagt, mein Gott, das ist ja schön jetzt mit Jubiläum und dass die alle wieder dürfen. Aber dürft ihr das wirklich? Könnt ihr das denn wirklich tun? Ist das momentan angebracht, Karneval zu feiern? Ich muss mich damit auseinandersetzen. Und ich habe irgendwann für mich rausgefunden, ja, wir ändern die Welt ja nicht, wenn wir nicht feiern, aber wir ändern die Welt für uns, wenn wir feiern. Ja, wir machen die Augen nicht zu. Wir machen ja die Augen nicht zu, wir blinzeln nur ganz kurz, um nie zu vergessen, wie lebenswert das Leben ist. Das ist unsere Mentalität, das ist unsere Eigenart. Auf Grütz oder quer, auf Knech oder her, mal lasse nicht und lasse nicht vom Faste leer. Ihr wart der schönste Saal, den ich je gesehen habe. Herzlichen Dank, tschüss zusammen. Großartig. Marc Metzger, schön, dass du wieder da bist. Vielen Dank für so viel Spaß. Und ich finde, der hätte als Willkommen auch ein Freudenwoge sich verdient. Ja, kennst du nicht, ne? Pass auf. Also, und 1 und 2 und 3. Wow! Noch ein. 2, 3. Wow! Und noch ein. 2, 3. Wow! Und wir bedanken uns bei Marc Metzger mit dem donnernden Gölle. Marc Metzger. Und die ZDF-Mädchensitzung. So, jetzt allmählich könnt ihr wieder ein bisschen abschauen. Jetzt haben wir hier noch gelacht. Jetzt ist es wieder an der Zick, sich jetzt zu bewegen, zu singen und zu tanzen. Denn die Band, die jetzt kommt, die hat auch ein Jubiläum. Ja? 20 Jahre jede die und die haben es in der Zick nicht nur geschafft, Lieder zu schreiben, die auch jetzt in der Kanon gehören. Nee, die haben es so ja geschafft, ein Karnevalskostüm zu etablieren, mit dem du testen kannst, ob das eine echte Kölsche Jung ist für dich. Ja? Das jede so. Du siehst einer mit einer Stoffputz, Hose, Träger und so einer Kappe ab. Und dann sagst du zu dem, als was gehst du denn? Und wenn der sagt, ja, so 20er Jahre, Babylon, Berlin und so, verstehst du? Dann weißt du, ne, ist eine Emmy. Der Kölsche, der sagt dir direkt, ja, hör, ich bin einer von der Klügelköpf, das sieht man doch. So, und die Klügelköpf, die haben das Motto, was wir haben, quasi als Reload hier mal in ihrem neuen Lied, ja, kreuz oder quer, fast laufen viermal, man könnte auch sagen, niemals ohne Alarv. Ein donnernder Applaus für die Klügelköpf. Es gibt eine Sache, auf die wir alle niemals verzichten würden. Und damit Menschen ganz und jäcken Wahnsinn immer jedes Jahr haben. Das Zusammenstehen, das Feiern, das Singen und all die schönen Sachen, die dazugehören. Und das kann man mit 3 Worten schon ganz gut erklären. Niemals ohne Allah. Niemals ohne Allah. Ihr hört schon, das sind 3 Worte, die haben es in sich. Und jeder von euch kann sofort verstehen, was damit gemeint ist. Machen wir zusammen. Niemals ohne Allah. Niemals ohne Allah. Und weil ihr ganz genau wisst, was damit gemeint ist, möchte ich das jetzt mal von euch hören, okay? Niemals ohne Allah.
super schön. Niemals ohne Allah. Jawohl. Ja, das sind die Sachen, die uns glücklich machen, dein Leben mal dran. Niemals ohne Allah. Niemals ohne Allah. Niemals ohne Allah. Niemals ohne Arena, die Fels und die Lieder, da häng ich zu dran. Niemals ohne Allah. Niemals ohne Allah. Ja, das sind die Sachen, die uns glücklich machen. Ich weiß, was ich will, und glücklich zu sein, ja, da braucht man nicht viel. Wir leben in Stadt, da ist mich zu Hus, kein Prunk, kein Shishi, und sonst all der Stuss. Nur eins, das könnte ich nie, doch mit ganz viel Fantasie. Ein Leben ohne Allah, wär mir viel zu brav. Niemals ohne Allah. Niemals ohne Allah. Niemals ohne Arena, die Fels und die Lieder, da häng ich zu dran. Niemals ohne Allah. Niemals ohne Allah. Ja, das sind die Sachen, die uns glücklich machen. An der Sache, da häng ich nicht dran, das spielt auch keine Rolle, du kannst alles haben. Nur eins, das könnte ich nie, auch mit ganz viel Fantasie. Ein Leben ohne Allah, wär uns viel zu brav. Niemals ohne Allah. Niemals ohne Allah. Niemals ohne Arena, die Fels und die Lieder, da häng ich zu dran. Niemals ohne Allah. Niemals ohne Allah. Ja, das sind die Sachen, die uns glücklich machen, da leben wir dran. Niemals ohne Allah. Niemals ohne Allah. Niemals ohne Arena, die Fels und die Lieder, da häng ich so dran. Niemals ohne Allah. Niemals ohne Allah. Ja, das sind die Sachen, die uns glücklich machen, da leben wir dran. Da leben wir dran. Mädels, schlägt euch nochmal in die Arme und los mit Schunkele. Niemals ohne Allah. Niemals ohne Allah. Ich denke, den Teil müssen wir nicht mal üben, den habt ihr drauf. Textlich sowie melodisch. Seid ihr am Start? Jetzt hier, komm. Niemals ohne Allah. Jawohl. Niemals ohne Allah. Dann
macht so Spaß, ich möchte es nochmal wiederholen. Und auch wir machen Folgendes. Wir werden jetzt ein bisschen leiser. Und dafür werdet ihr jetzt umso lauter. Niemand. Jawohl. Niemand. Ja, das sind die Sachen, die uns glücklich machen. Da ich leben wir dran. Herrlich. Ob die Junge ist verlassen. So wollen wir das haben. Wir bedanken uns von Herzen, damit die auch in 25 Jahren wiederkommen. Ja? Gesund und munter und uns wieder schön Leder schreiben. Donnernd, Kölle, der Klüngelköpf und die ZDF-Mädchensitzung. So. Die nächste Künstlerin, die jetzt kommt, die ist auch ganz treu gewächst. Die hat angefangen beim literarischen Komitee, das ist ja Akademie. So, und die fördern junge Künstler. Und da hat die ein bisschen Förderung gekriegt. Und dann ist aus dem Talent jetzt geworden, da können wir froh sein, dass die Hück überhaupt noch Zick hat. Ja? Die spielt bundesweit volle Säle mit ihrem eigenen Bühnenprogramm. Ob Comedy- und Kabarettshows im TV ist sie andauernd zu sehen. Im Radio ist sie lustig, im Netz. Aber für allen Dingen ist sie tapfer. Denn sie hat evans dem Markus Quote geschrieben. Hör mal, Markus, falls du das der Moderatorin noch sagen kannst, ich bin in der Dusche ausgerutscht und habe mir die Schulter gebrochen. Kein Witz. So. Und wenn das also einer ernst nimmt mit dem 200 Jahre Karneval auf Kreuz oder quer, dann ist das Ingrid Kühne. Ich freue mich riesig, dass sie da ist. Jetzt wird es richtig lustig. Viel Spaß mit Ingrid Kühne. Guten Abend, Mädels. Ja, tatsächlich, also klassisch ausgerutscht. Ne? Das kannst du gebrauchen. Zeitlich ging es nicht besser. Aber wie sagt man so schön, ne? Wir Frauen arbeiten ja mit Verletzungen weiter. So, ist es so? Ah, ja. Nee, das ist das, wirklich das. Ich bin auch richtig froh, dass wir wieder Stimmung, Spaß, Lachen. Ich habe eine Freude für 10. Und es geht mir auch, naja, sagen wir, es könnte besser. Also, es ist, nein, der Junge ist ausgezogen. Das ist, Siehste, ihr versteht das. Hör mal, das kannst du in einem Saal mit Männern sagen, die gucken die an und sagen, ja, wirklich so. Ja, nein, als Mutter leidest du. Und Sven sagt immer, boah, jetzt hör doch mal auf. Ich sag, Sven, du bist weggezogen. Sag doch nicht immer weggezogen. Ich sag, du bist doch weggezogen. Sagt er, weggezogen? Ich wohne im Vorderhaus. Es ist... Ja, nein, aber der ist nicht mehr da. Das ist, du kriegst nichts mehr mit. Das ist das Schlimmste. Du kriegst nichts mehr mit. Weißt du, der steht irgendwann bei uns in der Küche, sagt er, bevor du das von jemand anders hörst. Ich sag, wer weiß denn schon was ich noch nicht weiß? Sagt er, boah, Mama, reg dich jetzt nicht auf. Ich habe mit meiner Freundin Schluss. Ich sag, hat die noch Tupperdosen von uns? Ja. Nein, ist doch, da wissen wir doch, wie das ist. Ne? Und das Schlimme ist, du kriegst es dann auch wieder so blöd mit. Weißt du, da stehst du in den Flur, guckst du so durch das Fenster und das ist so ein blöd Fenster. Also du kannst von der Flur gucken, siehst es aber nicht richtig. Ja, und wenn du näher dran gehst, sehen sie dich von draußen. Also das ist, ja. Und da stand der da mit so einem Mädchen und ich war am Gucken. Ich denke, jetzt musst du extra nach der Briefkasten. So, und dann, ja, eben schnell an der Briefkasten und er war schon am Winken. Ich morgen. So, kommt der mit das Mädchen rüber, ne? Ich sag, na? Da guckt er wirklich, da ist er ganz trocken. Sagt er, boah, Mama, reg mich jetzt nicht auf. Ich sag, was denn? Sagt er, das ist meine neue Freundin. Ich sag, hast du nichts Besseres gefunden?
Nein, das kann man doch so sagen. Er auch direkt, boah, Mama, du bist unmöglich. Ich sag, Sven, wer spricht denn mit dir? Ne? Ja, der ist so, den änderst du nicht. Und dann sagt er immer so, ich bin so selbstständig. Ich sag, was ist denn selbstständig bei dir? Guckt euch die Bude an und ihr wisst nicht mehr, was das Wort bedeutet. Selbstständig, der kommt zu uns rüber und räumt dir den ganzen Kühlschrank leer. Das kann der, ist der selbstständig, ja. Aber das Schlimme ist wirklich, der wohnt zu nah dran für selbstständig. Weißt du, diesen Sommer auch, wir lagen schon im Bett, es war 2:30 nachts. Ich denke, was jetzt? Krieg ich eine WhatsApp von dem. Da schreibt der mir, Mama zählt nass, ja. Ralf auch, senkrecht im Bett. Sagt er, was? Ich sag, der Junge schreibt. Sagt er, was schreibt er? Ich sag, Mama zählt nass, ja. Sagt er, was heißt das? Ich sag, Mama, ich stehe am Schützenfestzelt, es regnet, kommst du mich abholen? Ja. Ja, das Beste war, dass der Ralf, das weißt du, was das heißen soll? Ich sage, ja sicher, so was schreibst du da auch immer. Und ja, nein, und Mutter bist du das ganze Leben, ne? Ganze Leben, Mutter, ne? Du ziehst dich wieder an, blasst dich wieder an, ab in das Auto, fährst nach der Schützenplatz und da stehen sie mit 4 Mann, also 3 haben ihn festgehalten. Und ja, und da haben sie ihn hinten verladen und so. Und da war da noch so ein Mädchen, sitze, kannst du mich auch noch eben nach Hause bringen? Ich sage immer, du bist aber auch schon was jünger, ne? Sitze wie 14. Ich sage, mit 14 um 2:30. Ja. Ich sage, komm, einsteigen. Ne? Ich war noch an Überlegen, wie sie hieß. Und dann war ich immer so an Gucken, sitze, was guckst du immer so? Ja, ich sage, mit deinem Pullover. Was denn? Ich sage, hast du ein großes J? Sitze hier. Ich sage, du heißt doch Lena. Da sitze, J steht ja auch für Jungfrau. Hör mal, und da stehst du da und ich sage, natürlich. Ich sage, ja klar. Ich sage, Jungfrau. Ich sage, du bist ja erst 14. Nee, Sätze, ist ein alter Pulli. Ja, aber die sind so, ne? Da habe ich das Mädchen noch nach Hause gebracht, der Jung ausgeladen, Schuhe aus, Bett zu, bis gerade wieder. Ich sitze gerade bei uns auf der Bettkante, ne? Bin raus aus die Buchs, ne? Ich denke, was, schon wieder eine WhatsApp? Da schreibt der Jung, Mama, brauchst doch nicht kommen, ich bin schon zu Hause. So. Ja. Ne? Und da redet von selbstständig. Mich regt das auf. Auch wenn du da schellen gehst. Ab und zu muss ich ja schellen. Also der hat ein Fenster direkt, also ich muss auch mit ganz Hause rum. Und wenn ich komme, das erste Fenster ist sein Wohnzimmerfenster, so ein schmales Fenster. Und da klopfe ich dann immer und frage dann was, so, ne? Und jetzt letztens will ich klopfen, da steht da, Kiosk zu. Ich denke, das kriegst du wieder. Nächsten Tag steht der bei mir vorm Kühlschrank, hat ich auch ein Schild dran gemacht. Restaurant geschlossen. Ja. Nein, aber da muss ich auch ab und zu außen rum und ich schelle immer bei dem. Ne, ich mache nicht mit Schlüssel, nur wenn er nicht da ist. Und ich habe... Ja, sonst komme ich ja nicht rein. Nein, und dann habe ich so geschellt und der freut sich immer so, wenn ich da bin. Der freut sich, ne, macht die Tür und sagt, was? Ne, so. Und dann habe ich auch gesagt, ich sag, Sven, denkst du dran, ne? Morgen. Was? Ich sag, morgen. Was ist morgen? Ja, ich sag, was ist denn morgen? Ich sag, überleg mal. Sagt er, oh, Oma hat Geburt. Oma hat nicht Geburt. Was ist morgen? Weiß ich nicht. Valentinstag. Ah, nee, der ist im August. Weißt du, und du stehst da. Ich sag, Sven, was ist morgen? Wo sagt er, ich weiß es nicht. Sag du mir, was morgen ist. Ich sag, morgen ist gelber Sack. Da denkt ihr nicht dran. Weißt du, und dann sagt der, oh, da bist du gerade da, nimm mal mit. Ich sag, boah, mach voran. Und dann macht er sich beide Finger nass und dann ist er an den Sack anfummeln. Ich sag, was wird das? Sagt er, ich muss das, die Bänder, die kriegst du da so schlecht. In der Zeit, wo der so einen gelben Sack zumacht, habe ich 2 Körperwäsche gebügelt. Wirklich. Weißt du, dann macht er den zu. Ich denke, was macht er jetzt? Dann macht er eine Schleife. Sven macht in den gelben Sack eine Schleife. Ich sag, zieh der Ende noch mit der Schere schön nach, ne? Weißt du, was soll der Müllabfuhr denken, ne? Aber immer, ich bin selbstständig. Ja. Ich sag, was kannst du eigentlich? Da sagt er, ich hab Seepferdchen.
Da weißt du Bescheid, da weißt du Bescheid. Aber das ist, Schwimmen kann der. Schwimmen konnte der schon immer gut. Schwimmen ist sein Ding. Ich gehe auch gern schwimmen, aber ja, ich sag mal so, das ist anders geworden. Das ist mit Sport und nein, Sport ist was Besonderes, finde ich. Und das soll es auch bleiben. Und ich habe, ja, nein, ich habe auch ein bisschen Probleme mit dem Essen. Da brauchen wir ja kein Tuch drum drehen. Das ist ja, wie es ist. Ne? Und dann, wenn du zum Arzt gehst, kriegst du immer so blöd. Der sagt das so blöd. Ne? Sagt er immer, Frau Kühne, Sie könnten aber auch mal wieder. Ich sag, was denn? Ja, so ein bisschen. Ich sag, was? Nein, jetzt mal ehrlich, das ist zu viel. Ich sag, ja, was? Und dann spricht der nicht weiter. Und wenn ich nach Hause komme und der Ralf sagt, hat er gesagt, abnehmen? Ich sag, kein Wort. Das ist, ja. 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 Nein, und der hat immer so doofe Ideen, ne? Was hat er gesagt? Aha, sagt er, du musst ein bisschen abwechslungsreicher essen. Ich sag, gut, dass es viele verschiedene Sorten Schokolade gibt, ne? Ja. Nein, du wirst immer darauf reduziert. Auch so, ich esse zum Beispiel gern Pralinen. Oh, ich liebe Pralinen. Ne? Wenn du dann so vor Fernsehen sitzt, du guckst geradeaus in den Fernsehen und hier bist du in die Pralinenschachtel. Und da kannst du so mit den Fingern so durchlaufen, weil die ja nicht so schön nebeneinander liegen. Und irgendwann läufst du bis in die rechte Ecke und denkst, in die linke, ne? Und irgendwann guckst du und denkst, weg. Weg. Da ist nichts drin in so eine Packung. Weißt du, und jetzt hat eine Firma, hat die jetzt neu gemacht, Mini. Pralinen in Mini. Die sind so groß, die passen auf den Fingernagel. Da musst du 6 Stück von im Mund haben, dass du so schmeckst. Und dann Mini. Ich habe die im Supermarkt aufgegessen. Da sind die Verkäufer, hallo, was machen Sie denn da? Ja, ich sage, ich esse die. Ja, die können Sie doch nicht hier essen. Ich sage, ich dachte, das wäre ein Tester. Ne? Ja. Ich stand bei uns im Supermarkt, da kam so eine schlanke Frau rein, sehr schlank, die war wirklich sehr schlank. Und dann guckte sie mich an und sagte, können Sie mir helfen? Ich sag, was haben Sie denn? Sagt sie, ich habe ein ganz großes Problem. Ich sag, was denn? Sagt sie, ich muss jeden Tag 4000 Kalorien zu mir nehmen, sonst nehme ich weiter ab. Ja, ich habe sie auch ganz lang angeguckt, ich wartete ja auf das Problem. Und sie... Ja, und da sitzt sie zu mir, sagt sie, ja, da müssen Sie mir helfen, sagt sie, können Sie mir Sachen sagen, wo viele Kalorien drin sind? Ich sag mir nach. Das ist, ja, nein, da hilft man doch. Man hilft doch. Das Schlimme ist ja wirklich, du sitzt irgendwo und dann fällt dir plötzlich auf, dass die Buchse was eng sitzt. So, und da musst du eine neue, und dann stehst du in so einer Umkleide. Da fällt dir erstmal auf, dass Pralinen nicht immer gut sind, ne? Und dann siehst du dich in so einer Umkleidekabine, siehst du dich aus 3 Spiegeln. Ist das nötig? Aus 3 Spiegeln. Du bist mit dir selber beschäftigt. Es ist schlimm genug. Und dann hast du aus der Nachbargarderobe, ist mir passiert, aus der Nachbargarderobe brüllt eine Frau raus. Die Hose in 34 rutscht. Nein. Ganz ehrlich, die kann da drauf, aber die braucht die Größe doch nicht mitbrüllen. Die kann stolz sein, dass die so eine Figur hat. So Leute könnten sich fast im Flur umziehen, wenn du so eine schöne Figur hast. Weißt du, die Hose in 34 rutscht. Ich hab sofort geschrien aus meiner Garderobe und ich hab sie zu. Chaka! Ja, das ist schön. Aber auch eine Steilvorlage, ne? Ja. Dicke Mädchen hat der Himmel geschickt. Ah, das stimmt. Ich freue mich schon immer, wenn die Musik das nicht spielt, wenn ich reinkomme. Nein. Ja. Nein, aber das ist doch wirklich, ne? Und da stehe ich in dieser Umkleide und gesagt, ich hab sie zu, ne? Und dann, es wäre gut gegangen. Wenn Ralf nicht so an eine Seite reingeguckt hätte, hätte er gesagt, du hast die Hose noch gar nicht an. Was, ist das nötig? Nein, wirklich. Da kommt die Verkäuferin und sagt, ich habe eine Überraschung für Sie, ich hole Ihnen was. Weg war sie. Sagt Ralf, was? Ich sage, eine Überraschung. Sagt, was holt die denn? Ich sage, es wird kein Schwarzwälder Kirsch sein. Da kommt die wieder und hält mir das Ding dahin. Ich sage, was ist das? Das ist eine Bauchweghose. Ich guck drauf, ich sage in XS.
Sagt sie, oh, da habe ich mich vergriffen. Ich sage, ja. Aber ich sag jetzt mal unter uns, eine Bauchweghose in XS, was soll die denn wegdrücken, Organe? Boah. Nein, aber mich regt das auf. Du wirst auf Facebook zum Beispiel, da schreiben dich wildfremde Menschen an. Hey du, ich habe dein Profilbild gesehen. Du bist total dick. Du bist bestimmt unglücklich. Schreibe ich direkt zurück, hey du, ich habe mir dein Profilbild angeschaut. Du hast einen ganz kleinen Kopf, bestimmt hast du kein Gehirn. Ja. Nein, das muss man sich doch nicht geben. Ich habe es gehabt. Ich habe zu der Ralf gesagt, ich will eine Pool in den Garten, ich will wieder was, eine Sport machen. Sagt er, eine Pool hatten wir. Ich sag, wann hatten wir denn eine Pool? Sagt er, wir hatten eine Pool in den Garten, bist du auch nicht schwimmen. Ich sag, du meinst aber nicht den Kannibalenpott mit dieser Luftwurst da oben. Ja, sagt er, hast du nicht geschwommen. Ich sag, Ralf, der war rund, mir wurde schwindelig. Ich brauch Bahnen. Sagt er, was? Ich sag, Bahnen. Sagt er, geh in das Hallenbad. Hat er gesagt, ich sehe ich aus wie Hallenbad. Ich bin in das Hallenbad, ich bin wirklich in das Hallenbad gegangen. Ich denke, machst du das. Und du gehst da rein und es riecht sofort nach Chlor. Du kommst rein, alles riecht nach Chlor. Ich habe sofort Hunger auf Pommes frites. Ja. Und dann stehst du vor diesem Spind, Du stehst da, weißt du, ne? Drückst alles rein, was du dabei hast. Ich habe ja immer der Badeanzug schon schick drunter, ne? Ja, weil ich habe da ein Trauma von. Meine Mutter oder meine Klassenlehrer, die sagten früher immer, ne, geh in eine Sammelumkleide. Ich hasse Sammelumkleide. Und da sagten die immer, geh in eine Sammelumkleide. Ne? Da gucken die nichts weg. Wenn man mir in eine Sammelumkleide was weggucken würde, würde ich 3-mal in der Woche 2 Stunden nackig da drin sitzen. Und dann habt ihr, das ist auch so ein Ding. Jetzt kommst du als Frau, hast die Badetasche da reingedrückt, wie ist egal, so abgeschlossen, der Schlüssel dran geprösselt. Und dann musst du, da wo du rauskommst als Frau, da ist immer das tiefe Becken. Das machen die extra. Da ist aber keine vernünftige Leiter oder so zum Nassen. Nein. Da musst du das ganze Becken langlaufen. Das ganze Becken. Und die gucken. Und ich sehe das. Meint ihr, ich sehe das nicht, wenn die Männer gucken? Die Männer, die starren mich an mit ihren Blicken. Und du siehst, dass diese Blicke, wenn die dich mit den Blicken wieder anziehen, das ist, nein, das ist nicht schön. Alle anderen in das Becken sind auch schon am Gucken, so nach dem Motto, so, jetzt ändert sich wieder die Wassertiefe. Ja, und da rennst du bis da hinten in das Wasser rein und da schwimmst du deine Bahnen, ne? 8 Bahnen oder 12 oder 2 und dann, ja, und dann wieder raus aus das Wasser, musst du wieder komplett da langlatschen, ne? Triefend nass wie so ein Pudel. Da stehst du vor deiner Umkleide, da an deinem Spind, du schließt das auf. Ich habe immer das Spind, wo unten das Nöpken abgebrochen ist. Immer. Du schließt auf, machst auf, Block. Da fällt das 2-Euro-Stück. Aber dieses 2-Euro-Stück fällt nie, patsch. Nein. Das stellt sich auf den Rand und rollt los. Und du rollst hinterher. Und das rollt immer genau so, flock, immer in den Abfluss. Und du kriegst diesen Abfluss nicht auf. Ich glaube, da holen die jeden Abend 88 Euro Trinkgeld raus. Wenn du Glück hast und das rollt nicht in diesen Abfluss, sondern so quer rüber, da rollt das unter eine Umkleide und die ist immer zu. Da ist einer drin. Weißt du, und da bist du bis auf den Boden, da bist du an Fühlen. Da packst du in so eine angewesene Badehose. Ich habe so gepackt und da hatte ich eine behaarte Männerfuß. Hör mal, ich habe in dem ersten Moment wirklich gedacht, der hat den Hund mitgebracht. Ich habe ihm die 2 Euro da liegen lassen. Ich denke, komm, kauf Rasierklingen. Das ist, ja. Nein, und dann musst du ja mit deiner Badetasche, ne, weißt du musst ja erst sie wieder da rausziehen. Und dann musst du in diese Umkleide. Du musst in diese kleine, musst dich ja hinten mit dem Foot hinten gegenstellen, mit die eine Hand zudrücken und da unten die Bank mit umklappen. Und da sitzt du auf das Stückchen Bank.
Die ist so breit wie eine Tüte Chips quer. Das, ehrlich. Und da sitzt du auf das Bänkchen, hast die Tasche da aufgehängt und da fängst du an, das nasse Bein hoch, komplett abtrocknen. Und dann in die Socke. Und dann musst du aber mit dem Sockenfuß durch den Schlüpper, durch die Jeans in den Schuh. Ja, du musst... Ja, und das Beste ist ja dann bist du fertig, dann hast du den Schuh, der Rest von den Jeans hast du ja unter den Arm geklemmt, weil unten ist ja alles nass. Jetzt kannst du das zweite Bein, da kannst du aber nicht das nasse zweite auf das trockene erste. So, da musst du das gegenüberliegende Wand dagegen drücken, das Knie einmal so durchdrücken, dass das arretiert. Und dann passiert nichts, da kannst du das ganz trocken schwubbeln, das ist kein Problem. Und dann kommt das Komplizierte, da musst du dir die letzte Socke nehmen, die musst du schon aufprösseln bis vorne. Und da musst du vorne die Zehen so ein bisschen dran fummeln und direkt die Socke drüber. Das schaffst du sonst nachher nicht mehr. Und dann musst du an die Ferse. Da gehst du an die Ferse und dann fummelst du an die Ferse. Da müsst ihr aufpassen, weil wenn das plötzlich sich ruckartig löst, dann kommst du vorne auf die Spitze und durch die Socke kriegt das so eine Dynamik und dann rutscht das Bein quasi in der Umkleide hoch. Dann hast du aber eine andere Hebelwirkung und fällst mit die Foot von die Bank in deinen nassen Badeanzug. Gleichzeitig geht aber der angezogene Bein, das angezogene, geht unten aus der Umkleide raus. Irgendeiner brüllt schon wieder, hier in der Gang nicht mit Straßenschuhe. Und du hast nur einen Gedanken als Frau im Kopf. Einen Gedanken. So werden dich die Sanitäter finden. Das schrecklich. Schrecklich. Du bist allerlegen, wenn du Das Schlimme ist ja dann, ab in das Auto, weißt du, so wie du bist, wo du nur denkst, komm, ab in das Auto. Eine Socke, eine Buchs, eine irgendwas. Rein in das Auto, nach Hause und dich richtig anziehen, weißt du, ne? Und ich habe es gehabt, ne? Mit Schmackes an das Hallenbad weg, war richtig Gas. Da plötzlich sehe ich ihn da hinten stehen. Da hatte mich ein Polizist gelasert. Also nicht schön gemacht, zu schnell. Da war er schon an Winken und war hier so, ne? Oh, der war sauer, das konntest du schon. Hier, so, anhalten. Boah, ich denke jetzt, klar, ich dahin, ne, dann angehalten, da kommt der an, da kommt wirklich, der reißt die Fahrertür auf, steht vor mir, mit dem Finger so und sagt, auf Sie habe ich den ganzen Tag gewartet. Ich sage, ich bin so schnell gekommen, wie ich konnte. Ja, und so schnell wie die Zeit immer um ist, da sage ich euch am Ende, wirklich für mich ist das wichtig, Frauen sind und Frauen waren immer schon das Herz der Welt. Ob allein oder in Scharen. Ob allein oder in Scharen, immer so, wie es uns gefällt. Wenn wir uns mal überlegen, was kann denn ein normaler Mann? Der kann schwere Sachen heben, ja, eine Spinne töten dann und wann. Höhlentaten sie erforschen, auf fremde Frauen ein Mann schielt. Feuer haben sie auch erfunden, doch nur wir Frauen wissen, wie man damit spielt. Wir Frauen, wir sind Meisterdenker. Zig Sachen schaffen wir zeitgleich. Überall sind wir der Lenker. Wir Frauen, wir sind unerreicht. Dankeschön.
ist ein schönes Stichwort. Unerreicht lustig, Ingrid Kühne. Dankeschön. Vielen Dank. So, und auch in Ingrid kriegt natürlich ein Freudenwogen. Das kennst du auch noch nicht, ne? Haben wir uns überladen. Freudenwogen. Ja, genau. Weil wir höchst so viele Männer auf der Bühne haben, dass die dort auch noch in sein Leben, dass eine Frau wow sagt. Aber du kriegst das richtig verdient. Also. 1, 2, wow! Und noch ein. 2, wow! Und noch ein. 2, wow! So, und nach der Geschichte im Schwimmbad bin ich jetzt schon neugierig, was du uns nächstes Jahr erzählst, wie das mit dem Arm passiert ist. Ja. Aber bis dahin, gute Besserung, vielen, vielen Dank. Ich danke dass dir. du so schön bei uns, jetzt wird das auch noch mit dem Orden, klappert der dann an. Ja, da. Jede. Mach mal da. So, Okay. guck mal. Und wir verabschieden uns bei der großartigen Ingrid Kühne mit einem donnernden Köln. Ingrid Kühne. Und eine ZDF-Mädchensitzung. Dankeschön. Danke. Tschüss zusammen. Viel Spaß noch. Tschüss. So, jetzt haben wir viel Tradition gehabt, die Wigerjon und Wigerjon. Jetzt kommen wir uns zu einer Tradition, die ausstirbt, nämlich der Zwirbelschneuzer auf der Kölschen Bühne. Ja? Jetzt Harald Lenartz, dann Jean Pütt und jetzt ist auch noch der Henning Krautmacher fort. Also der Horst Lichter weht schon ein bisschen unruhig, ne, wie lange der noch darf. Kennt ihr, ne, Horst Lichter? Früher mal hat Herr Knödelwarm, Hückverkauf hat Trödelkram. Aber die Höhner, die kennen das. Ne? Die haben nämlich über all die Jahre immer für ein bisschen frisch Blut in ihre Reihe gesorgt. Sie machen alles richtig, 50 Jahre, sie machen es wieder so. Und wir machen es jetzt auch richtig. Stand up, begrüßen die Höhner! Einen wunderschönen guten Abend, liebe Mädchen. Geht's euch noch gut da unten? Das hören wir sehr gerne. Endlich wieder Fastelavend, endlich wieder Spaß, Freude, Brauchtum und Tradition. Und wir erklären euch ein bisschen, was so los ist, wenn eine Prinzessin auf ein Krokodil trifft. Und bei so vielen Prinzessinnen hier heute Abend hoffen wir natürlich, dass ihr laut mitsingt. Ich steh's an der Theke mit den Schmetterlingsflügeln und all die Typen neben dir, sie kommen noch zu Zügeln. Der Bär ist am Louvre, auf die Dekolleté und ob der Zombie daneben hält der Kopf alter Trieb, oh wie. Ich will nicht, dass du jetzt gehst. Der Löwe und auch der Superman schauen dich als 6 Stunden an. Pass auf, Prinzessin, das Krokodil will ich fressen. Viele schwören am besten, du bliebst bei mir und ich bei dir. Pass auf, Prinzessin, das Krokodil will ich fressen. Viele schwören am besten, du bliebst bei mir. Du bist so wunderschön, ich liebe mich an Fieber. Die Kundin ist halt fort, die wird bestimmt mit dem Lieber. Und du musst so du bist, tanzen und trinken, aber der Hamsterring führt den up mit dem Winkel und wie. Ich will nicht, dass du jetzt gehst. Ich will nicht, dass du jetzt gehst. Panzerknacker und Skelett, Hunde ja nur mit dir im Bett. Pass auf, Prinzessin,
Beste. Du bliebst bei mir. Die Damen, wir machen einen Gedächtnistest. Pass auf, pass. Genau, vielleicht. Wunderschön, vielleicht. Du bliebst bei mir und ich bei dir. Pass auf, Prinzessin. Das Krokodil will Schwester. Vielleicht wäre der Beste. Du bliebst bei mir und ich bei dir. Pass auf, Prinzessin. Das Krokodil will Schwester. Vielleicht wäre der Beste. Du bliebst bei mir und ich bei dir. Vielleicht wäre der Beste. Du bliebst bei mir. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss, sagen wir auch. Schön, dass ihr dabei wart. Schön, dass die Höhner dabei waren. Hey, die Mädchen im Saal und sie an die Räte. Das war die ZDF-Mädchensitzung 2023. Wir sind uns nächstes Jahr wieder und wir verabschieden uns mit einem donnernden Köln. Die Höhner und die ZDF-Mädchensitzung.